Mm. Ja, hallo und herzlich willkommen. Was ich gestern mal probiert habe, war League of Legends casten. Das wollte ich eigentlich schon lange mal machen, aber immer gedacht, ja nein, soll ich doch nicht. Und jetzt habe ich die Zeit mal genommen und habe es versucht. Ich habe gestern das Match von EDG gegen Gen.G habe ich alle fünf Spiele durchgecastet. Das erste Mal kann ich sagen, es hat mir mega gefallen. Es war mega lässig, das mal so wirklich auch ein bisschen mehr einzutauchen in die ganze Essenz von dem Casten. Ich habe auch gemerkt, wo das die Schwierigkeiten sind, gewisse Sachen, die man vielleicht noch mehr sollte wissen. Und darum würde ich am Schluss auch noch kurz eine Selbsteinschätzung einspielen, dass ich ein bisschen sehe, was ich gemerkt habe, was ich gelernt habe aus dem Ganzen. Ja, es war wirklich eine coole Erfahrung, das einmal zu machen. Und dann wollte ich nicht mehr länger aufhalten. Und schaut mal rein. Ich habe mal alle 5 Games hochgeladen. Sie sind timestamped, also könnt ihr von Spiel zu Spiel durchschalten. Ja, lasst eure Meinung da, sagt, was ihr denkt, ob es Potenzial hat oder nicht. Und schön schaut ihr's. Wir werden die Kürze in Pick- und Ban-Phase starten und werden schauen, was sie picken. Es ist sicher ein sehr interessantes Matchup, obwohl ich sage jetzt mal, EDG sehr favorisiert ist. Gen.G ist der dritte Seed vom Koreanischen und von dem her wäre es auch schön, wenn EDG als chinesisches Team das Match für sich gewinnen, dass wir auch ein chinesisches gegen ein koreanisches Matchup haben im Finale. Ja, wir starten gerade ein. Wir sehen gerade das erste Ban, Syndra. Syndra hat ein paar recht gute Runden gehabt jetzt. Sollte auch recht gute Pickrate haben und Winrate. Twisted Fate natürlich auch wieder draußen. Twisted Fate war sehr gut, weil man halt alle Plays auf der Map forcen konnte. Aphelios, ja, kann man rausnehmen. Der Ruler ist sehr gut mit dem Champion, von dem her macht es Sinn, um den gegen zu bannen. LeBlanc auch, super Pick an diesen Worlds. Kann man nicht viel falsch machen und Graves genau gleich. Völlig krass. Im Moment Solo-Queue nach dem Patch auch immer noch sehr gut. Ist nicht fest genervt worden. Und super mühsam zum Spielen dagegen. Hat guten Sustain, guten Damage, von dem her klar, dass der rausgenommen ist. Lucian als erster Pick. Man sieht 57% Bannrate sogar, 50% Winrate. Ist halt cool zum am Anfang picken, weil man kann auf eine andere Lane nehmen. Change war recht schnell. Miss Fortune und natürlich Lee Sin. Beides auch sehr starke Carries im Moment. Also sehr starke AD Carry und sehr starke Jungler. Wir haben mega viel Lee Sin gesehen. Jarvan ebenfalls viel gesehen. Hat halt einen guten Engage fürs Team. Nami auch gut, 50%. Normal, aber sehr starker Support im Moment. Das gleiche wie Lulu, hat noch höhere Winrate. Die Range-Supporter, also Supporter, die unterstützen, die AD Carry, geht selber, sind im Moment sehr beliebt. Funktionieren jetzt auch super an der Worlds und mit den ADCs zusammen. Obwohl ich muss sagen, Leona und Miss Fortunes finde ich immer noch lässiger, weil du halt mit der Ult mega gut kannst einen kaputt machen. Aber mit Lulu hast du natürlich dann noch mehr fürs Team. Aber es fehlt dir jetzt im Moment noch der Engage auf Seite von Gen.G. Bei EDG hat man das schon gewährleistet mit dem Jarvan. Jetzt mal schauen, von der Bans her ist jetzt nochmal Chase und Rice draussen und auf der anderen Seite Azir. Was immer noch offen ist, ist Zoe und die ist super mit Zoe. Ja, kennen einen guten Counter. Sehr gut im Moment für die Teamfight-Meta. Jetzt bin ich gespannt. Es fehlt noch der Midlaner und der Toplaner. Vielleicht nehmen sie jetzt sogar gerade Zoe. Zwar sie wissen noch nicht, was EDG drin hat. Gwen, auch sehr stark im Moment. Einer der wenigen AP-Toplaner. Das heisst, man könnte jetzt auf Seite von Gen.G nochmal einen AD-Toplaner picken. Oder einen AD-Toplaner, AD-Midlaner picken. Mal schauen, was EDG da beantwortet. Jax und Orianna. Orianna ist auch Jax. 38% Winrate. Aber natürlich auch viel schlechtere Team haben sie gespielt. Und bei Orianna ist bist halt wirklich der Support. Ich weiss jetzt nicht mehr, dass es so gefällt. Weil generell finde ich den Damage jetzt nicht so krass bei EDG. Aber ich täusche mich auch. Ja, jetzt habe ich gemeint, es sei ein Scherz. Aber trotzdem Seraphine. He? Dann wird es eine Seraphine Midlane geben. Sie haben vom Damage her mit Gwen und mit Miss Fortune und Lee Sin sollte eigentlich genug sein. Und so haben sie sicher auch genug Support und der Seraphine macht jetzt auch nicht gerade so wenig Damage. Ja, dann schauen wir mal.
wie das dann da das Ganze weitergeht. Etwas auf. Jo, weil den Draft finde ich besser. Schwierig zu sagen. Ich finde eigentlich den von Gen.G finde ich stärker vom Draft her, aber EDG, ja, Gen.G hat einfach super Teamfight-Potenzial. Also mit Seraphine, der 3 kann ulten und mit Gwen, die einfach alles kann wegschnitzeln und auch eine gute Teamfight-Ult hat mit ihren Scheren, die sie rührt. Mm. Und beim Pick von EDG bin ich jetzt nicht so begeistert, aber natürlich mit der Combo von Jarvan into Orianna. Und natürlich kann jeder Gumpel Orianna kann gerade alle anziehen mit dem Jax hinten drin, mit dem Stun, ist natürlich auch recht geil. Aber ich würde jetzt in dem Fall schon EDG wahrscheinlich auf den zweiten Rang setzen, von der Comp her. Aber ich meine, wenn sie einen Lockdown ankriegen mit dem Jarvan und die ganzen Ultis spielen, das wird sicher ganz krass. Also wenn auch noch die Lucian Ulti rein und dann noch die Nami-Welle, also von dem her sind beide recht gute Teamfight-Comps. Aber ich muss ehrlich sein, die von Gen.G gefällt mir besser. Ja, dann Apis Rift. Erster Cast vor der Gipfeli. Er ist immer schön animiert. Muss ich auch herausfinden, wie das geht. Ja, wir sehen gerade, ja, Invade wird es nicht wirklich geben. Die Masteries durchgehen. Wir haben Jax natürlich mit TP, Midlane auch meistens TP jetzt von der Orianna. Viper mit Exhaust, sicher gut. Gegen Gwen sicher und auch gegen, also Gwen später und natürlich gegen den Ruler auf der Lane. Hilft sehr. Mit Nami hat man sowieso recht Sustain. Aber das Gleiche natürlich auf der Seite von Gen.G, wo der Ruler auch Exhaust dabei hat und sie haben jetzt noch Ignite anstatt der Heal, wie der Heal auf der Nami. Midlane Seraphine mit Zauberbuch, ist auch immer cool. Du kannst natürlich die ganze Palette von Beschwörerzauber brauchen. Und Seraphine auch nicht mit so wenig Damage unterwegs. Und wenn man natürlich Orianna als Support Midlaner hat sozusagen, also Support, sie macht ja viel Schaden. Aber so ihr Meti ist schon mehr Schilder und alles. Ja, ist sicher ein guter Counter gewesen. Lee Sin immer stark und Jax wird sich noch zeigen, halt mit einer schlechten Winrate drin, aber ja, ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, in einem Spiel ihn so zu sehen, wo er mega krass ist. Ja, da sehen wir schon das erste ein bisschen traden, Botlane. Ruler kommt natürlich gut Schaden über, Lucian macht early viel Damage, aber sollte eigentlich nicht so das Problem sein vom Trade her. Lied geht von oben durch. Vielleicht sehen wir dann Level 3 gegankt Botlane. Wäre eigentlich noch cool. Die Frage ist, was der Jarvan macht. Er cleart jetzt den unteren Jungle. Können wir gut vorstellen, dass er nachher gerade raufgeht. Wahrscheinlich Kill Pressure auf der Lane jetzt nicht so gross ist im Moment. Aber wer weiß. Ui, da wird viel Damage traded, das ist gut. Das ist sehr gut für Gen.G. Jarvan ist zwar in der Nähe, aber bringt wahrscheinlich nichts, weil der Name ist schon mega low. Also man muss aufpassen. Auch gerade auf das Ignite von der Lulu. Das ist fast ein bisschen trocken noch nicht tun. Jetzt, das könnte ein guter Gank werden. Haben wir schon mal Exhaust drin und Viper geht rein. Flash noch da rausgeflasht. Knock-up. Nicht ganz. Schöner Flash-Knock-up vom Jarvan. First Blood auf dem Lucian. Und zweite Kill auf der Lulu. Da haben wir schon wieder TP gewastet von Midlane. Ja, sehr schöner Fight für EDG. Aber auch schön für Gen.G, dass sie einen Kill rausgeholt haben. Jetzt probiert man da noch die Backports abbrechen, um ein bisschen die Lane freezen. Also freezen, ja. Um es zu verhindern, dass sie genug schnell wieder auf der Lane sind. Erste Krabbe geht da gerade an Lee Sin. Schön schauen wir uns das nochmal an. Also ist super Flank da vom Jarvan. Das hätte man eigentlich schmecken sollen. Natürlich auch Flash Engage vom Viper sehr gut. Und von Ignite auch gerade draussen. Aber hat natürlich keine Chance, also wenn so viele rum sind. Da beide TPs rausgehauen. Ja, hat es das Ganze auch gerade entschärft. Midlane sieht man jetzt, hat natürlich Orianna am Anfang mehr Pressure. Also weil sie einfach mehr Wave Clear hat als Zoe am Anfang. Zoe. Sie sieht einfach gleich aus wie Zoe.
Seraphine am Anfang. Toblane ist Gwen ein bisschen besser dran in Form. Und Gwen ist auch mega gut zum Pressure auf die Lane bringen. Man sieht gerade auch wieder eine kleine Trap. Ja, und der Boss vorher so schön gegen. Eigentlich so schön Damage gemacht haben auf dem Mike, jetzt trotzdem nicht gelangen, um den Gang zu verhindern. Aber ist jetzt noch recht even im Botlane. Einfach hat der Lucian halt den Kill bekommen. Und halt auf der anderen Seite die Lulu, was ein bisschen von der Goldverteilung her schlechter ist. Ja, fängt damit schon mal schön an. Gold even im Moment. Darum sieht auch noch nicht so etwas so aus, wie wenn es pressured wird werden. Ja, ist wirklich recht ausgeglichen noch im Moment. Sind das beides sehr gute Teams. So, Europa und NA ist nicht umsonst rausgefallen. Von dem her ist es schön zu sehen, dass es doch gute Matches geben kann. Aber ich will noch nicht zu früh etwas sagen. Ja, vielleicht sehen wir nachher noch einen Gang auf Toplane vom Lee Sin. Sagen, es campt mich ab oder vielleicht geht er dann gerade Base und tut sich aufrüsten. Aber ja. Botlane wird wieder schön traded. Und jetzt Lee Sin sieht man oben nähert sich, aber Flander schmeckt das. Ja, jetzt auch itemtechnisch schlechter dran gewesen, von dem her macht es Sinn, um da zurückzugehen. Ja, man sieht Botlane einfach so ein kleines Getrade, halt Standard. Jetzt setzt Zune gerade für einen Trap an. Charm kommt auch wieder runter. Wow, schöner Damage. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert, aber man sieht es. Gwen ist jetzt auch drin. Also ich nehme an, Viper wird da sicher fallen. Oder auch nicht. Krass. Ja, Ult daneben. Also auch kein Follow-up weiter von der Gwen. Aber ja, ich muss sagen, ich habe nicht erwartet, dass das funktioniert mit dem Damage. Ruler ist schon zum zweiten Mal gestorben. Ja, man sieht auch Lucian gerade Pickaxe und den Köcher geholt. Ich weiß gar nicht, wie er heisst. Also von den Items her sieht man jetzt, ja, Miss Fortune muss jetzt wieder aufpassen auf der Lane mit dem Traden. Also ist jetzt auch back gewesen. Gezwungenermaßen. Von dem her sehen wir schon den Item Advantage von der Pickaxe auf dem Lucian. Dafür geht jetzt der erste Drake an Genji, was sicher nicht schlecht ist. Das ist ein Ocean. Das heisst, wir werden sicher kein Ocean Soul haben in diesem Spiel. Können wir dann gerade schauen? Ja, es ist wirklich krass. Vor allem, er hat noch 75% Leben gehabt. Das ist schon. Ja, hätte ich nicht gedacht. Und TP hat mir in dem Sinn. Ja, zum Verteidigen ist vielleicht falsch gesagt, aber hätte man auch können sparen wahrscheinlich. Aber die Idee war gut gewesen. Also man sieht jetzt auch schon, das Ganze ist schon mehr als 1k Gold vorne für EDG. Halt wirklich auch durch die krasse Botlane. Shutdown jetzt auf dem Lucian. Aber es muss noch nichts heissen. Ja, könnte schwierig werden für Live und Ruler. Obwohl Ruler sehr stark war jetzt bis jetzt im Turnier. Gibt es halt auch Spiele von ihm, die nicht so krass sind. Harry ist auch gerade gespawnt. Ist übrigens weiblich. Ja, BDD bewegt sich auch richtig ab, aber ja, keine Chance im Moment, um dort etwas zu machen. Sie haben auch gut ausgewartet, wenn man runter schaut. Jetzt bewegt sich gerade Jarvan, Orianna, bewegt sich Toplane. Vielleicht gibt es einen Tower Dive auf Gwen. Lee Sin wird wahrscheinlich zu langsam sein. Sie sind aber jetzt gespottet worden, von dem her ziehen sie sich wieder zurück. Hauptsächlicher Grund ist, dass sie während den Harry pressuren, also den Harald, wo man eigentlich auch die Platings von der Türme holen. Aber ja, wir sehen jetzt schon fast. Maiko, kein Flash mehr. Der ist tot. Erster Kill auf dem Klid. Oben dafür der Harry dagegen traded. Wäre eigentlich jetzt nicht nötig gewesen für EDG zum dort zu stehen, aber ja. Ich weiss nicht, was sie haben wollen, ob sie haben wollen sie wollen absichern, falls es einen Fight gibt. Jetzt mal schauen. Klid gegen
GG. Je. Wow. Schön, schön. Scaling vom Lucian. Nicht ganz gelangt. Aber ja. What a turn. Hätte jetzt nicht erwartet, dass die Kills so langen. Vor allem, ja. Ich hätte jetzt den Gigi ein bisschen stärker eingestuft. Auch gerade vom Farm her. Also hat er mehr. Aber in dem Fall Lee Sin halt immer noch krass. Auch im Damage 1 gegen 1. Einer der besten Jungler. Oben sieht man jetzt, Gwen ist ein bisschen hinten drin. Etwa 15 Farm. Halt verloren durch ihre TP, die sie Botlane gesetzt hat. Das ist halt der Nachteil von Toplane, dass halt sobald mal gehst, ja, verlierst meistens etwas. 1, 2 Waves oder Platings, irgendetwas. Also man sieht auch, sie hat 2 Platings oben schon verloren. Von dem her hat Jack sich dort schön bedient, wo sie weg war. Was auch richtig ist. Ja, Botlane ist mittlerweile auch 10 Farm hinten drin. Ist auch noch ein okay Spektrum. Ja, die Lulu mit 2 Kills. Die Killverteilung könnte ein bisschen besser sein. Immerhin ist der Kill auf Nami vorher auf den Lee Sin gegangen. Ja, das Gold hat sich auch wieder, der Goldgraf ist auch wieder etwa even. Also das heisst 200 Gold auseinander. Man darf aber nicht vergessen, dass auf dem Jarvan noch der Harry drauf ist. Von dem her liegen dort sicher noch 2, 3 Platings oder je nachdem sogar der First Blood Tower drin. Also man könnte eine Top-Lane setzen, Mid-Lane macht meistens mehr Sinn. Weil wir dann halt die Map öffnen, wo man halt Top-Lane, ja, holen wir einfach den Turm und dann ist er halt weg. Aber Midlane ist dann wirklich mehr Gebiet im Jungle, wo du kannst brauchen, wo du kannst freier bewegen. Von dem her Midlane-Turm immer viel mehr wert. Arwen wartet unten wieder für den Gank. Er wird sicher gespottet vom Ward, aber dann kann man da clearen. Aber also von dem her keine Gefahr da für den Ruler. Ausser sie entscheidet sich für einen Tower Dive. Aber da der Ruler noch Ult ready hat, könnte er im Notfall auch mit Ult den Turm verteidigen. Ja, richtig schön. Überall Pink Wards, wenn es nur die Solo-Queue so wäre. Ja, und Der Genji-Glied ist bereit für einen Countergang, falls der Jarvan kommt. Seht ihr auch jetzt gerade. Natürlich gespottet wird. Also wenn du einen Pink Ward gespottet wirst und den kannst du zerstören, dann machst du kein Duell. Jetzt habe ich gesehen, mit dem Harald hat man auch noch einen schnelleren Backport in die Base. Was auch immer sehr cool ist als Jungler. Ja, Midlane wirklich. Bis auf die 2 Assists sind es even, Serafina und Doriana. Jetzt könnte es dann einen Tower Dive geben, Toplane. TP geht raus. Weil jetzt wollen sie sicher den Harry einsetzen. Also Gwen müsste sich jetzt da eigentlich zurückziehen. Ja, der Turm ist weg. Fast. Ja, lange jetzt. Ja, es lange gerade nicht, aber sicher den TP hätte man sich können sparen. Ja, aber sie haben natürlich nicht gewusst, dass gerade alle rum. Von dem her holt sich jetzt Serafina in der Mitte ein paar Platings als Ausgleich. Mal schauen, ob der Harry noch den zweiten Charge kriegt. Ja, der geht glaube ich noch durch. He? Der geht noch durch. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, aber gut für den Flander. Flandre. BDD. Ja, ist schon komisch, ihn auf der Seraphine gesehen, weil es ist amigs Playmaking Champions spielt. Also vor allem Zoe. Ja, aber vielleicht sehen wir noch ein Zoe-Game von ihm. Ist sicher ein Champion, der gut ist im Moment. Drake ist. Ja, dann gibt es entweder Cloud oder Erdsoul vom Erddrachen. Erddrachen, sagen wir, ist so die stärkste im Moment, weil du halt mega viele Resistenzen bekommst. Und natürlich der Schild. Also das heisst, der Burst-Schaden kommt weniger krass an beim Team, was sicher gut ist, zum Beispiel gegen... Oh! Und weg ist er. Es ist einfach so krass, der Damage. Gut, er ist also 2-1 gestanden, aber halt mit Gale Force zusammen keine Chance. Jetzt mal schauen, ob sie sich irgendwo sonst etwas snacken können. Genji auf der Karte, aber sieht nicht so aus. Von dem her werden sie jetzt durch das den Drake verlieren.
Falscher Moment am Trinken. Aber es hat nicht gelangt, das gibt es ja nicht. Solo Q lässt grüßen. Oh, knapp, knapp. Scheiße. Ja, das ist dann schon hart, wenn du so Toriano nicht runterbringst. Ja, wäre schön gewesen. Gale Force nach 10 Minuten ready. Ja, das war schon für 4 Minuten. Gewesen. Gut. Jetzt auch schon Luschen mit 300 Shutdown Gold. Ja. Oh oh. Ja, der Pink ist weg. Ja, Viper kann auch machen, was er will da unten. Solange er weiss, dass sie im 2 gegen 2 sind. Und jetzt auch, wie gut wie es ausgewartet ist. Also, ich sehe wirklich alles. Also von dem her können sie die Trades nehmen. Also, mein Fortune muss auch mega aufpassen. Ist jetzt auch schon 20 CS etwa hinten drin. Und die paar da werden wahrscheinlich auch noch in die Tour laufen. Mal schauen, wie sie das sie bekommt davon. Ja, Toplane ist so ein bisschen Standard, gell? 0-0-0-0 beide. Midlane ist auch noch even. Gold ist EDG mittlerweile 2K vorne. Halt gegeben durch die Türme, was sie haben. Also vor allem durch den Toplane-Turm. Und der Farmunterschied natürlich Botlane auf der Miss Fortune. Ja, die müssen einfach über Teamfights wiederkommen. Aber dort ist natürlich EDG auch nicht so schlecht dran. Von dem her das Gehen und Nehmen. Ah ja, dann der zweite Harald sollte jetzt auch wieder an EDG gehen. Ich glaube nicht, dass sie das gross... Ja... Gut, es bewegt sich jetzt beide Teams auf den Harald zu. In dem Fall wollen sie ihn doch nicht abgeben. Also wenn sie da nochmal so einen Teamfight oder etwas könnten forcen, der gut kommt für Genji, wäre das sicher nicht schlecht. Aber ja. Ults sind alle ready. Flashes halt nicht auf dem Midlaner und auf beiden ADC jetzt auch kennen und auf der Seraphine geht auch nicht im Moment. Jetzt hat er resettet, gut. Ja, gespannt, ob die da den Kampf nehmen oder nicht. Es ist wirklich alles ready. Alles ist ready. Mal schauen, wie der kann stylen. Klit. Mal schauen. Oh, schade. Okay, schöne Ult. Schöne Ult war dort. Wow. Schön angekillt. Das ist so krass. Oh, da gibt es einen Fight für Genji. Ja, jetzt nur noch Viper runter. Scheiße, wieso macht der BDD? Nein! No! Oh, er hat ihn noch bekommen. Jetzt haben ich gemeint, der stirbt da sicher. Ja, der Ruler ist auch weg, glaube ich. Alter, die Movements. Okay, gut. Nein, hat keine Chance gehabt. Aber schöner Fight gewesen. Schade ist der Shutdown auf die Lulu. Aber der Harald ist trotzdem an EDG gegangen. Aber schöner Fight für Genji. Haben jetzt den Shutdown bekommen. Shutdown auf Midlane ist jetzt immer noch da. Bei EDG. Also auf dem Scout. Sehr schöner Fight für Genji. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, ist krass. Also eigentlich war ein schöner Route dort. Der Kick war auch super. Schön auf den Nami. Und dann der Heal vom Klitz. Das ist einfach nicht fair. Und dann die Ult vom BDD ist so... Ja, ist halt auf jemanden gegangen. Warum er da ins Sonjas gegangen ist, nicht verständlich. Aber... Ich weiss nicht, ob er hätte wollen... Ja, was hätte er wollen? Doriana dodgen? Kugeln wahrscheinlich, hä? Aber ja, der Ruler halt dann zum Sterben dort gelassen. Weil ich auch nicht mehr viel machen können. Blub und weg. Wer hat da ein bisschen Kills bekommen? Ja, Gewinn, Super Damage. Oriana 3400. Das ist eigentlich schon noch krass. Jetzt ist da der Botlane-Turm auch noch weg. Oh, das ist einfach krass. Das ist so ein krasser Champion. Ja, ist halt mit dem Goldvorteil ist halt schon... Ja, ich hätte nicht gedacht, dass Jackson so krass ist gegen Gewinn. Aber ja. Muss man nehmen. Ja, das Gold jetzt dann schon fast auf 3K. Doch, fast auf 2,5K im Moment. Also es geht die Richtung EG, aber wenn man Teamfights jetzt vorher angeschaut hat, muss man sagen, es ist wirklich auch gut für Genji gelaufen. Also wenn sie gute Ult bekommen vom Ruler und vom BDD, dann könnt ihr die Fights auch noch nehmen mit dem, wo sie jetzt hinten drin sind. Also dann 2K Gold.
Und jetzt auch fast bei 20 Minuten ist jetzt nicht mega viel. Und natürlich jetzt noch einen schönen Shutdown auf der Oriana. Das habe ich gar nicht gesehen. Es ist jetzt auch Erddrache. Von dem her wäre das Ganze schön. Könnte jetzt jedes Team 3 von denen stacken, was viel Verteidigung gibt. Genji will jetzt den. Würde ich auch wählen, wenn ich sie wäre. Jetzt der Teleport. Dass man nicht in Unterzahl ist für den Fight. Mal schauen, wer das meint sicherer ist. Ah, es ist wieder ein Toe-to-Toe. Krabby wird auch noch gesnackt zwischendurch. Ja, es ist. Ja, es ist halt schon nicht so viel Poke rum. Ich glaube, der beste Poke da hat Seraphine und Orianna. Oh, jetzt! Da, Combo! Ja, hätte aber können besser sein. Blues Team hätten bekommen. Also der Gigi hätten können. Nein, jetzt die Frage ist, wie der Teamfight ausgeht. Viper ist schon mal down. Das heisst, es fällt schon mega viel an Damage. Schöner Root vom BDD. Und natürlich Seraphine im Support, super. Also 2 Kills für Drake. Ich glaube, da sagt Genji nicht nein. Geht richtig Bären nur, weil Gigi ist tot und Viper. Von dem her, ja, eigentlich der beste Call, den sie machen können. Seraphine geht ins Back, aber sie hat noch TP, da kommt sie dann mit vollem Leben und Mana wieder. Also ist auch, nein, ist keine Chance für EDG den Fight zu nehmen. Also super Play für Genji. Ja, und sie sieht stärker aus im Duell, als ich gedacht habe. Also mir hat schon ihre Comp, also mir Comp hat mir schon besser gefallen, aber von den Stats her wird eigentlich EDG schon ein bisschen besser sein. Aber jetzt wirklich schöne Plays da von Genji. Wenn wir da den Fight nochmal schauen. Ja, es war zwar eine mega gute Ult vom Jarvan mit der Orianna zusammen, beide die raus können. Und Klit kommt einfach Ult von der Lulu über und überlebt das gut. Wenn sie dann an Erddrachen würden kommen, wäre natürlich noch krasser, dann kannst du natürlich den Burst völlig rausnehmen. Und da eine schöne Engage vom Klit gewesen. Einfach zum Damage-Quellen rausnehmen. Und dann kann EDG eigentlich nur noch rennen. Von dem her, schöner Fight gewesen. Geile Red Bull-Werbung. Ja, jetzt mal schauen, was sie aus dem Baron rausholen. Jetzt bis jetzt 1k Gold, was halt nicht so viel ist. Und man hat sicher noch gesehen, dass wäre sicher noch schön, wenn sie mal noch einen von diesen Türmen vom Gegner würden bekommen, weil die Gegner haben jetzt noch alle. Genji hat mittlerweile schon alle verloren. Und jetzt einfach vom Gold sind sie wieder voll angekommen. Ja, jetzt dann Tempo-TP, Toplane. Einfach um ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen aus dem Spiel. Also dass jetzt Genji jemanden muss heimschicken, der kein TP mehr hat. Von dem her können sie jetzt die ganze Baron-Situation ein bisschen entschleunigen und in der Mitte ist 4 gegen 4 forcen. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass sie im 4 gegen 4 so viel schlechter sind. Aber Rascal, ja, lange nicht. Also auch Gwen hat einen schönen Wave Clear auch mit ihr Ult gerade und kann sich auch gegen healen und ist auch schnell wieder der Base. Aber eben, ich meine, sie haben durch das jetzt keinen Drake oder irgendetwas bekommen. Kein Drake. Sie haben durch das jetzt keinen Turm oder etwas bekommen. Aber eben, der Baron geht noch ein bisschen, also ist noch eine Minute online. Ja, mal schauen, ob sie überhaupt einen Turm damit bekommen. Also bis jetzt sind sie also Vorsprung für den Baron ist wieder gesunken, jetzt sind es nur noch 500 Gold. Ja, aber es hat sicher ein bisschen den Druck auf der ganzen Map reduziert, jetzt gegen Genji. Und sie können jetzt natürlich auch besser ins Late Game scalen. Also auch mit Seraphine ist natürlich super Scaling. Jetzt auf der Seite von EDG mit Jax und mit Orianna ist sicher nicht schlecht. Sofern Genji nicht alle Drakes bekommt. Ja, jetzt probiert man da doch noch einen Midlane-Turm. Aber Jarvan ist dort. Aber jetzt sind gerade 4 vom Team dort gegen 3. Also ich glaube, ein Turm wird jetzt sicher fallen. Die werden jetzt da das Minion beschützen. Und den letzten Auto-Tag und schön weg damit.
Aber so wie es aussieht, verlieren sie jetzt Botlane trotzdem auch wieder einen Turm. Also ist Trade wieder even. Aber natürlich Midlane geöffnet, was schon mal sehr gut ist für Gen.G. In 50 Sekunden haben wir wieder den nächsten Drake-Fight, was sicher auch wichtig ist. Auch gerade Gen.G will nicht, dass EDG den dritten Drake bekommt, weil sonst haben sie nachher Soul Pressure. Und Dings Seelen wollen sie ganz sicher nicht abgeben im Spiel an EDG. Von dem her sollte jetzt langsam Richtung Botlane gehen. Aber so wie es aussieht, sind es langsam. Also da EDG auch schon alles schön am Clear-Room machen. Wahrscheinlich werden sie es einfach abgeben. Also eigentlich ein miserables Spam-Play gewesen. Also eigentlich nichts bekommen dafür, außer der Midlane-Turm. Aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Vielleicht kommen sie da doch noch an Drake an, aber es wird schon... Nein, das schafft es nicht. Gut, sie können natürlich gut ins Team spielen mit der Ult, aber ich glaube, der Drake ist weg, bis sie dort überhaupt in der Nähe sind. Ja, nein, der ist weg, der ist weg. Ja, schade, schade. Das hätte es besser machen können. Jack super Job gemacht mit dem TP hinein und mit der Pressure allgemein auf der Sidelane. Ich habe wirklich gedacht, dass Gwen dort besser gegenheben kann, auch gerade gegen Jacks, aber in dem Fall ist es ein guter Counter. Ich weiss ja, warum man das zweite castet, weil allein muss man so viel schwätzen, dass man gar nicht nachkommt. Haben wir ein bisschen trockenes Maul da. Ja, es ist eigentlich immer noch... Also der Gold Lead ist jetzt nicht, also ist noch nie extrem in dem Spiel. Also ist wirklich sehr angenehm zum Schauen. Also es sind wirklich auf Augenhöhe Teams, darf man fast sagen. Also EDG immer ganz ein bisschen besser. Also auch mit den Makros. Also jetzt vorher beim Baron haben wir das ein bisschen besser können rausspielen und sicher den Drake vorbereiten. Aber mal schauen, ob sie jetzt versuchen, TP zu waiten, dann vom Jack, so jetzt dann wieder ready ist. Und dann Richtung Baron gehen. Ja, und dann müsste eigentlich jeden Moment ready sein, der TP. Jetzt müssen sie langsam schauen. Wahrscheinlich haben sie schon angefangen mit dem Baron. Ah, nein, nicht einmal. Wäre eigentlich noch ein guter Zug gewesen. Also ein guter Zug, sie hätte einfach können TP rausbaiten, was sicher lässig gewesen wäre. Ja, aber man sieht schon jetzt, der Schilder auf Gen.G-Seite ist für den Teamfight sicher ganz geil. Also wenn die Lulu Schild macht und Seraphine dann ihre Stärke noch drauf machen kann, dann passiert nicht mehr so viel. Also man sieht jetzt, das Shielding ist einfach unglaublich. Sehr cool, sehr cool. Nee, ich mag Seraphine auch als Champion. Obwohl sie jetzt so eine Rework sein, aber ja. Ich spiele sie selber noch sehr gern, aber nicht so im Midlane oder so. Sondern einfach Aram. So wie sie jetzt Aram machen, alle random mal mit. Einfach nicht random. Ja, sie suchen jetzt da gerade ein bisschen den Fight. He? Jetzt müssen sie da langsam ein bisschen zurückgehen, Gen.G, vor allem wenn jetzt gerade Seraphine Base geht. Ist das eigentlich so ein Mana-Problem? Ich sollte gar nicht so ein Mana-Problem haben, aber ja, das Play ist einfach immer ein bisschen besser für EDG im Moment. Ja, schöne Ult, schön. Wow, cool, schön, schön. Und jetzt noch Flank vom Lee Sin unten dran. Ja, nicht gerade der perfekte Kick gewesen, aber wow. Ah! Scheiße, das Healing, Mann, das ist einfach so krass. Hinten dran fast noch einen Scout rausgenommen mit der Gwen. Einfach schöne Kämpfe. Ja, das ist völlig Teamfight-Comp. Und Kleid mit der Blutgier und allem, der ist... Und mit Lulu hinten dran, scheiße, das ist einfach nicht mehr tötbar, das ist einfach cool. Gefällt mir. Das ist wirklich eine schöne Comp von Gen.G. Und EDG ist halt einfach schwieriger zum Ausspielen. Sie muss einfach üben, dort Charvenier muss das funktionieren mit der Orianna Ulti und dann ist es gut. Und jetzt halt mit dem Catch auf der Viper sowieso kein Problem gewesen, um den Fight zu gewinnen. Und jetzt kommen sie im Gold wirklich näher, also voll geil.
Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ja, es war halt schon ein schöner Catch auf der Flander. Viper wollte helfen. Ich weiß gar nicht, was sie Vision hatten. Aber tipptopp. Habe ich wirklich nicht gesehen, wo haben sie echt Vision gehabt? Ich habe gemeint, ich hätte nicht gesehen, was hinten dran ist. Wenn der Kick noch ein bisschen besser gewesen wäre, dort wäre Dorian auch weg gewesen. Und da haben sie dann halt müssen gehen wegen dem Rascal mit dem Gewinn. Also fast noch dort den Scout rausgenommen, wirklich sehr schön. Und da sehen wir wieder die Schilder, einfach geil. Ich finde es schön. Solange es nicht Yumi ist, ist gut. Ja, und der Lee Sin ist einfach so stark. Und er ist jetzt auch nicht mehr, seit Blutgier so ist, wie es ist er auch nicht mehr schwach im Late Game. Sagen wir, vor Worlds so 3 Jahren hast du gewusst, wenn er Early nichts macht, dann ist das Spiel gewonnen vom Gegner. Oder auch im Solo-Queue, wenn er Early nicht an Kills gekommen ist, dann ist er einfach useless gewesen. So ist das schon nicht mehr. Ja, und jetzt müssen sie unbedingt an den Drake ankommen, Genji. Ich hoffe, sie geben ihn nicht auf. Ult sind, glaube ich, auch wieder ready, alle. Ja, Seraphine Ult ist auch ready. Ja, Rascal will dort einen Flank nehmen, Flander genau das Gleiche. Ja, ich glaube, sie gehen für einen 50-50. Also für EDG ist ein 50-50 immer noch gut. Klit, nein! Nicht gut, gar nicht guter Fight. Genji muss schauen. Ja, das war jetzt wirklich bitter gewesen. Das ist jetzt so ein schlechter Fight gewesen. Ja, das ist Soul, glaube ich, das ist Soul für EDG. Ja, mega schade der Fight für Genji. Weiss auch nicht, was die dort hinten gesucht haben. Aber ein schönes Play vom Flander hindurch. Hat als ganze Team abgehalten. Ja, das hätte es besser vorbereitet. Also Makro, muss ich sagen, bin ich nicht so überzeugt von Genji. Und jetzt auch die krasse Soul abgeben, also es wird schwierig für sie. Also das Gold ist zwar even, aber der Drake ist sehr viel wert. Ja, gerade von den rohen Stats her. Ja, das sehen wir noch viel, dass einfach Teams beim Drakes nicht anbringen. Also hätten die jetzt alle Zeit gehabt, um den Drake vorzubereiten, auch gerade weil sie den Baron hatten. Und der Kick ist irgendwie nicht richtig durch. He? Ja, und dort der Flander hinten dran natürlich krass, wie viel Zeit das er rausgeholt hat. Dann ist er nicht mal gestorben. Ah. Ja, eben ist Backline halt nicht angekommen. Als gegnerische Team und die vorne dran sind einfach beide gestorben. Aber das muss noch nicht heißen. Also, ich glaube, auch gerade mit dem Kampf von Genji können sie das immer noch holen. Aber so weit ist es immer schwieriger. So, jetzt haben wir Pause. Vielleicht gerade, ich weiß nicht warum, ich höre jetzt mal kurz rein. Forward and getting caught out, but this time around. Ja, da sind wir schon wieder zurück. Ich weiss jetzt nicht, was das Problem war, aber in dem Fall wahrscheinlich irgendjemand Schweißfinger gehabt oder so. Who knows, who knows. Ja, und es tut mir auch leid, dass wir keinen Ton haben, aber es gibt halt kein Clean Feed, das zur Verfügung gestellt wird und ich habe trotzdem mal ausprobieren zu casten, was es bedeutet. Einfach mal aus Spass. Ist immer noch lustig, aber ja, da muss man sich sicher noch besser vorbereiten auf den nächsten. Aber es ist sicher mal cool, um ein Spiel mal so ein bisschen durchzucasten. Wow, Doriana, da ist nicht schlecht. Oh, Lulul, nein! Oh. Da sieht man, wenn man verwünscht wird, wird man verwünscht. Oh, Scheiße. Aber schönes Play von EDG. Oh nein, der TP! No! Wieso? Nein! Wäre doch nicht nötig gewesen. Ja. Pause hat sie gebrochen. Zum Glück ist nicht viel rum auf der Map. Also kein Baron, kein Elder Drake oder so. Von dem her nur ruhige Kills, aber ja, das war jetzt schon ein bisschen ein blöder TP gewesen. Kostet 10 Inhibitor. Ich glaube, es wird schwierig für Genji. Auch wenn ihr Teamfight kommt, cool ist, haben sie dort beim Drake doch eigentlich das Spiel weggerührt. Von dem her recht schade. Wahrscheinlich fällt jetzt dann gerade der zweite Inhibitor. Ich habe gesehen, map-technisch einfach so viel stärker EDG. Ja, das darf nicht passieren. Ja, über Goldlead müssen wir eigentlich gar nicht mehr reden. Und eigentlich nicht mehr so darauf an, jetzt auf das Wenige, wenn es 10k ist immer noch gut, aber jetzt da bei 2 muss man eigentlich nicht mehr gross
Nur die Soul ist halt einfach krass. Ja, ist schade, ist er nicht vorher. Es hätte das Game können sein für Gen.G, aber sie haben viel zu leicht. Ja, sie haben die Drachen zu leicht weggegeben. Was echt sehr schade ist. Jetzt müssen sie einfach nochmal den Fight finden. Vielleicht beim nächsten Baron mit einer schönen Seraphine-Ult. Alle 5 am besten. Ja, das schaffst du nicht, aber so könnte es noch turnen. Dann schön mit dem Rascal, mit der Gwen hinein. Mit Fortune-Ult. Aber ja, der Flander schaut halt auch gut. Wenn er Pressure auf die Backline anbringt, wie vorher beim Drake, dann ist er halt schon mega stark. Ja, ich weiß es nicht. Das ist jetzt nicht für irgendjemand ein mega schlechtes Spiel jetzt gerade. Für den Viper sicher sehr gut mit seinen Kills. Hat auch mega viele gute Solo-Kills. Solo-Kills. Gute Catches können machen. Auch gerade zusammen mit der Nami. Jetzt ist er ein bisschen am Trappeln, aber ich nehme nicht an, dass Genji so blöd ist und reinläuft. Jo. Drake ist wieder da. Ich nehme an, sie wollen sicher mal den TP von der Seraphine baiten, aber das ist eigentlich gut. Die Wave pusht nur Botlane und Toplane auch, also für das Break. Baron Drake. Für das Baron Setup sicher nicht schlecht. Der Damage ist einfach brutal. Ruler, die Hälfte vom Life weg. Jetzt müssen sie eigentlich gerade richtig Baron gehen. Dann da ist der Ruler Ruhe heilen lassen. Ja, viel Lifesteal hat er zwar nicht, aber der Baron der schmilzt da gerade jetzt gegen Lucian. Aber ist halt wieder so eine Situation, wo der Flander hineingeht. BDD, schöne Ult. Oh, keinen getroffen. Schade. Ja, der ist weg. Ja, der Fight ist gelaufen, glaube ich. Oh nein. Ja, die Seraphine-Ult ist nicht so... Die hätte früher müssen kommen oder gezielter, aber so... Nicht so geil. Darum jetzt Baron an EDG und ich glaube, das war der Fight gewesen. Also der Fight, das Game ist das gewesen. Kommen jetzt auch nicht am Flander ran, also von dem her, ich glaube nicht, dass Gen.G dann noch gross... Ja, sie müssen besser im Makro sein, sie müssen mehr auf die Drakes schauen und dann können sie, glaube ich, im nächsten wieder den Kampf gegen EDG aufnehmen. Aber im Moment sieht es nicht mehr so gut aus. Aber schade. Schade. Ich denke, es wäre eine coole Comp, wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen ahead gekommen wäre. Auch gerade Botlane nicht hinten reingefallen wäre. Hätte das gut etwas können werden. Und das sieht man dann auch Elder Drake. Und das wird wahrscheinlich auch der letzte Fight sein. Aussie entscheidet sich jetzt, den nicht zu nehmen und pushen rein. Aber ich nehme an, sie werden dort den letzten Fight nochmal suchen. Man sieht ja gerade den TP von der Seraphine, dass sie sicher pünktlich dort ist. Hat dann wieder Ult ready. Und wenn man Glück hat, ja, jetzt ein Flander geht Midlane. Ja, sie haben keinen Stress, um den zu bekommen. GG, wie sie jetzt gut. Ja, jetzt müssen sie entweder fighten oder sie müssen rein. Aber sie macht Jax einfach fertig mit Lane. Oh, der Damage ist einfach so... Ja, ich glaube, das ist vorbei. Ja, jetzt noch TP, schön. Orianna, ja, das war das Spiel gewesen, he? Die macht da fertig hinten dran. Ja, hat gut ausgesehen für Gen.G, aber ich würde sagen, EDG verdient gewonnen. Auch gute Comp gehabt. Ich hätte einfach gerne gehabt, dass es funktioniert hätte bei Gen.G. Also EDG war eine klare Favorita gewesen. Und Viper, super Game. Die restlichen Rollen, also wirklich über Botlane entschieden worden, das Spiel. Ich muss sagen, Toplane nicht so viel Impact, Midlane auch nicht Granaten. Also wirklich ein super Spiel vom Viper gewesen. So wenn ein MVP wird es wahrscheinlich er sein. Natürlich auch mit Nami auf dem Rücken. Sehr schön. Ja, erster Sieg für Edward Gaming. Schön, schön. Ja, ist aber knapp gewesen. Ich habe so gehofft, dass Gen.G es holt. Einfach weil sie nicht der Favorit sind. Aber ja. Gut, dann treffen wir uns aufs nächste Spiel. Ich mache da kurz ein Päuschen und bis bald. Tschüssi! G and Edward
Ja, hallo zurück. Bei der Worlds 2021. Die Bannphase und Pickphase hat bereits angefangen. Wir sehen schon die Hälfte drin. Das Team ist doch ein bisschen später gewesen. Entschuldigen uns für das. Ja, wir sehen schon gerade die Bands. Wir sehen ja schon gerade die Bands. Ich muss alles Ton rausnehmen. Lucian ist natürlich jetzt weg. Klar, mega starkes Spiel war vorher. Twist of Fate, LeBlanc, Standard Bands, Syndra, Yumi und Aphelios. Aphelios hat einfach Angst vor dem Ruler gepickt worden schon, ist bei Genji Lee Sin immer stark, Rakan auch sehr gut im Moment und Jhin mit einer hohen Winrate von 61% der Worlds. Auf der rechten Seite haben wir den Flandre mit Graves, Gigi wie einmal mit Jarvan und Scout mit Ryze. Sogar schon in der Reihe nach gepickt. Nicht so wie Genji. Ja, Graves ist gerade ein mehr starker Top-Lane-Pick. Darum nehme ich jetzt gerade Cannon raus. Cannon sehr gut im Teamfight. Halt mit seiner Ult kann er stunnen und Fights turnen. Sehr schöner Pick. Ja, gegen Graves, was ist im Moment stark? Ja, mal schauen, ob wir einmal einen Gewinn sehen. Oder vielleicht... Ja, und Renekton sieht man auch etwa mal noch. Ich weiß gar nicht, was im Moment die beste Antwort darauf ist. Aber der Coach von denen weiss es sicher. Wir haben Band jetzt Israel und Gallio ist auch noch weg. Wieso eigentlich Gallio? Gallio hat jetzt, ja gut, vielleicht ist er gut into Rise. Und der letzte Band von Genji sehen wir jetzt gerade. Haben noch 15 Sekunden Zeit. Sicher etwas rausnehmen, was wahrscheinlich auf ADC geht. Was haben sie noch drin? Miss Fortune vielleicht noch an der Bahn. Ja, Draven. Draven ist auch das. Ich hätte jetzt eigentlich eher einen MF-Bann erwartet, aber... Ja, in dem Fall nicht. Gut, Toplane bin ich sehr gespannt. Also auf die nächsten 2 Picks von Genji bin ich sehr gespannt. Sie haben noch auf den Midlaner und den Toplaner. Vielleicht sehen wir doch mal noch Zoe. Ich würde mich immer noch darauf freuen. Aber es könnte auch das Nightwinder ist auch draussen. Von dem her... nein, die Zeit ist abgelaufen. Okay. Also für die, die es nicht gewusst haben... Doch, ein Renekton. He? Also für die, die es nicht gewusst haben, der Balken geht 27 Sekunden, wo man da sieht, im Blau runterlaufen. Und dann hat man nochmal etwa 3 Sekunden Zeit. Also man hat 30 Sekunden Zeit zum Bannen. Und der Balken geht wirklich 27 Sekunden. Ich habe es ausgerechnet. Ja, und Asir... Ja, Long Range ist sicher gut gegen Ryze. Für den Team-Comp her, ja. Ich bin irgendwie nicht so Fan von Asir, aber könnte da sogar funktionieren. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt noch Lulu und Jinx. Jinx habe ich gar nicht gesehen. Jinx, interessant. Aber könnte... Oh, jetzt haben wir das Problem mit dem Bild. Ich muss das Ganze dann da refreshen, aber ich hoffe, es geht jetzt. Ja, Lulu sicher stark. Jetzt haben wir da den Engage bei Genji, haben wir natürlich über Lee Sin, Renekton und... Entschuldigung. Und über den Rakan. Und bei EDG ist Main Engage wieder über den Jarvan. Ja, also Genji will sicher rein. Ich denke, sie müssen das Spiel ein bisschen proaktiver spielen als das letzte. Auch gerade halt mit Jhin hast du halt immer auf Long Range noch die Unterstützung drin. Und das Teamfighting sieht eigentlich von beiden Teams recht gut aus. Obwohl ich jetzt dort... ja, wem würde ich da den Lead geben? Es hat jetzt nicht eine, die ich mehr favorisiere über die anderen. Renekton ist früher auch extrem abgefallen im Late Game. Macht er jetzt auch nicht mehr gleich. Auch gerade mit Blutgier zusammen. Also wird immer ein guter Engage sein. Und sicher eine gute Ablenkung für die Backline von EDG. Na, der übliche Fist. Ja, ich weiss jetzt nicht, wer mich da favorisieren würde. Aber ich denke, es könnte ein gutes Spiel werden für EDG, obwohl Jinx nicht so stark ist im Moment. Aber ich lasse mich gerne von einem besseren belehren. Ja, Jhin Rakan. Ja, Rakan ist halt einfach ein guter Engage. Und halt mit dem Schaden vom BDD könnte das auch funktionieren. Und mit dem Engage vom Renekton könnte das sicher gut kommen. Ja. Wir sehen auch die klassische Aufstellung, wie die Leute die Lanes covern und die Jungle eingehen. Wie sie jetzt auf die Lulu. Sie schaut einfach, dass unten dran kein Engage kommt. Aber das wäre das, was man gerne in der Solo-Queue sehen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der Rascal schon mehrmals Renekton gespielt hat, aber ich habe schon vorher gesagt, das könnte Renekton kommen. Funktioniert eigentlich gut in das Matchup rein. Ja, ist halt einfach ein Bully. Und das Coole ist natürlich auch, so Champion wie im Renekton, du hast keine... Ja, den kommen wir jetzt nicht über. Du hast halt keine Mana, also kannst du wirklich schön Pressure auf der Lane, wenn du nicht zu viel Damage hier kriegst. Aber für Graves ist es eigentlich ein mega schlechtes Matchup, würde ich sagen. Jo, ich würde sagen, GG, ja, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. BDD, ja, kann sicher Pressure machen auf der Lane am Anfang, hat halt mehr Range als der Ryze. Aber sobald dann der Wave hier rum ist, sicher kein Problem mehr. Da der Flander noch ein bisschen am Nerven. Ja, noch ein bisschen geholfen mit im Jungle. Ist einfach mehr ums Spotting gegangen vom Gegner. Dafür muss jetzt der Jarvan allein schauen. Verliert halt dann ein bisschen mehr Leben. Aber schafft er sicher auch gut mit Smite wieder Full Life von dem her. Ja, man sieht es schon da mit dem Poke vom Jarvan. Ist halt am Anfang auf Renekton ein bisschen kacke, wenn du nur deine Q hast. Und du halt einfach auf Range poked wirst. Also man sieht auch, er hat ein Schild dabei, Dorans Schild. Und er immer wieder ein bisschen Leben regeneriert. Aber natürlich, wenn du so hart traded wirst, dann ja, bringt dir das auch nicht viel. Ja, ist jetzt wirklich... Halt der Anfang von dem Matchup ist recht mühsam. Ja, mal schauen. Gespannt, ob Genji das kann sich reissen, aber ja, halt Graves einfach stark. Und Ryze ist auch gut. Jinx bin ich sehr gespannt. Also Viper im letzten Game sehr überragend auf dem Lucian. Aber eben da mit Jinx das Gleiche ankommt. Ah! Tut mir leid da mit der Verbindung. Neu laden. Hoffe, es ist ein bisschen besser. Wegen dem Ton immer noch das Gleiche. Hast natürlich kein Clean Feed. Ist natürlich angenehmer, der Ton nicht dazu, gehört jetzt halt nur mich. Was halt ein bisschen anstrengender macht zum Schauen. Oder mir gehört, oh, schöne Tower Dive. Level 3, wer liebt es nicht? 3 Leute top. Wow, schöner Flash, schön, sehr schön. Rascal muss jetzt aber zurück. Aber immerhin gestorben. Ist natürlich jetzt im Farm etwa 10 Minions hinten drin. Und bis er wieder kommt, ja, das ist natürlich fies, sie warten jetzt auf ihn. Und werden es wahrscheinlich nochmal probieren. Aber ich glaube, er könnte es sogar schaffen. Oh, so fies. Ja, dort hat die Minions wählen. Ja, ja. Ich meine, wenn er zurücktippt wäre, wäre es aufs Gleiche rausgekommen. Dann haben wir noch 2 Minions bekommen für einen Kill vom Jarvan. Aber ja, hart. Ist halt Melee gegen Ranged Matchup und Graves. Ich fühle mit ihm als Top-Laner. Es ist einfach mühsam. Und ich sage jetzt, der Graves Nerf, der jetzt rausgekommen ist im Moment, auch nicht genug. Da müssen wir einfach selber anfangen. Ja, aber sie werden... ist so behind. Es ist so richtig fies. Und Renekton braucht die Early Pressure. Also wenn er jetzt im Late ein bisschen besser ist als früher, aber ist trotzdem ein Lane-Bully. Ja, aber vielleicht empfehle ich das nicht mehr, den zu picken. Und was jetzt ist noch in der Range? Das ist halt mega schwierig. Sie hätten Lucian nehmen, Top-Lane, aber der war schon Bank. Ja, und Cliddy jetzt mit dem Stilversuch. Schön. Ein bisschen Damage reinhauen. Ja, aber es ist trotzdem, es ist schon 1K. Wahrscheinlich alles auf Top-Lane und auf dem Jarvan halt. GG ist schon ein bisschen hinten drin im Jungle, aber ja, ist halt nie das Goldunterschied von Top-Lane halt mit dem Farm und allem. Ja, wird hart. Also wenn sie den Rascal voll rausnehmen können, also ich nehme an, sie werden Charm wieder jungeln und sie werden wieder Top-Lane gehen und einfach versuchen, den Renekton so stark wie möglich hinterher zu bringen. Und der Viper auf den Jinx, ja, muss eigentlich nicht gross schauen. Also der muss einfach eskalieren dann fürs Late-Game. Und dort sind Damage rausdrücken. Aber ich finde es schon interessant, dass sie Jinx, den Miss Fortune, bevorzugt haben. Ja, BDD, natürlich wie erwartet Pressure auf der Midlane, aber jetzt vom Farm her, also wenn er die Wave annimmt, ist er wieder even. Oder ist der Ryze sogar ein bisschen voraus. Ja. Ja, über die Karten nicht gesehen. Gut, der Gold Lead jetzt wieder ein bisschen abgenommen. Also hauptsächlich auch durch den Lee Sin Jungle Lead. Ja, solange der Lee Sin, also ich kann jetzt die paar Gold noch nicht so hart nehmen, solange der Lee Sin dann wieder aus dem Jungle aus etwas machen kann. Ja, schöne Route. Aber es fehlt einfach der Damage
Auch gerade gegen Lulu. Zwar die keine Mana mehr. Gut, der Ruler auch nicht, aber der braucht einfach seinen 4. Schuss. Noch verwünscht. Ignite drauf, aber das gibt keinen Kill da. Aber sind sicher jetzt mal zurückgedrängt. Müssen wahrscheinlich sogar Base und dann verlieren sie jetzt da die Wave. Aber Jarvan kommt schon. Also wirklich schönes Pathing da. Ist da zum Cover, falls sie wollen. Klit kommt auch für den Tower Dive. Oh, nicht so weit führen. Eieiei. Vielleicht, ja, sie sind 2 gegen 1. Oh, mal schauen. Ja, der kommt einfach raus natürlich mit Standarten-Kombo. Und der hat den TP für Krabby eingetauscht. Ja, aber hätte ich mit dem TP wahrscheinlich zurück müssen. Und jetzt kommt nochmal da. Okay, er schmeckt's. Er schmeckt's. Also gut, ist ja logisch, wenn die Lane verlernt, dann muss er gehen. Aber eben jetzt auch schon 2 Platings auf dem Flander. Rascal immer low. Muss jetzt auch wieder in die Base. Also wirklich terrible da oben. Gut, für das er 10 Farm hinten drin ist okay. Ja, da guter Ward. Also merken, Solo Q, immer dort schön warden. Sind safe. Sie sind weich und sehen es nicht. Jetzt konzentriert auf Minions und sehen die Wave nicht. Gibt's auch. Ja, aber jetzt eben, es ist... Der Gold Lead ist geblieben bis jetzt. Jetzt hast du einen Blue Buff an BDD. Game has paused. Vielleicht erfahren wir gerade warum. And most of the goal difference is going to be that first blood. Obviously, 600 handed over as a result of the kill and the assists. Farm has been fairly close. But yeah, I'm curious how much more bleeds out because it's already been 2 plates taken up there. So last game, even when Edward Gaming got such big early advantages, there was still the other side we could go to for Gen G, and we're like, oh my goodness, they can still rally around their team fighting with Seraphine and making use of the double enchanters. But this game, Sie haben noch ein paar Nasstücher gebracht, von dem her wahrscheinlich hätte er Schnuddernase gehabt. Und sind Kaffee ausgeleert. Ich weiß gar nicht, ob die Kaffee trinkt dort oder nur so Gamer-Energy-Trinkzeug. Ja, bis jetzt IDG recht vorne. Ja, es gefällt mir auch die Komp ein bisschen besser. Ja, sie leidet halt mega Toplane und wenn Toplane leidet, ist halt... Ja, du sagst, Toplane ist schon nicht so wichtig, aber wir haben schon ein paar Mal gesehen, dass wirklich... Ja, ich mag mich als Fiora-Game erinnern, gegen Irelia. Weil auch die Irelia völlig aus dem Game raus war. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ist das sogar EDG gewesen? Oder Gen G? Ich glaube, es war eines von diesen Teams gewesen. Und eben, wenn du einen so rausnimmst, dann belastet es schlussendlich doch das ganze Team. Und du hast jetzt 10 vorne dort und sonst ist es ziemlich even auf der Map. Also ist eigentlich der Kill, der vorne ist, ein bisschen mehr nach. Ja, Botlane, wie erwartet, passiert nicht so viel. Und jetzt gibt es gerade einen Trap. Aber ja, wird wahrscheinlich nicht gross etwas daraus entstehen jetzt. Das habe ich nicht erwartet. Ich glaube, es sind beide so in der Phase, wo sie ein bisschen scalen wollen. Der Ruler hat eigentlich... Ja, du kannst mit Jhin schon viel Damage machen, aber dass du wirklich early eskalierst, ohne dass du Gangs bekommst, ist die Chance klein. Ich weiss nicht, der Klit war noch nicht so gangaktiv im Moment. Also völlig am Farmen. Ist aber okay. Jetzt sehen wir vielleicht die erste Fight um den Harald. Aber ich glaube, sie wollen gar nicht contesten. Also doch, sie wollen. Flander ist jetzt auf dem Weg runter, aber ich glaube, es ist zu spät. Also ich glaube, der ist weg. Wir müssen jetzt noch das letzte Auge warten und dann nimmt er den. Also ist sicher für Gen G wird das auch wieder irgendwo 160, ja, 320, 500 Gold sein, die sie holen können. Ja, und Renekton kommt langsam, glaube ich, retour im Matchup. Also vom Level her ist er auch noch 1 hinten drin. Das ist nicht das Ganze. Aber ist ein bisschen hinten drin, halt durch das, was er dort verloren hat, wo alles in den Turm gegangen ist. Wir sind jetzt 13 Farm Top Lane. Ja, fast ein Kill dort noch. Ja, jetzt gespannt, ob der Klit da seinen ersten... Ja, die rennen schon wieder davon da von EDG. Jungle sieht eigentlich auch recht gut aus. BDD. Ja, Jungle sieht gut aus für Gen G.
Also halt einfach der Kill-Unterschied, der dort drauf ist. Also im Gesamtgold wird wahrscheinlich der Charon vorne sein. Ja, ich kann ihn nicht fighten, oder? Er probiert es trotzdem. Wow. Okay, kann er nicht fighten, ich sage nichts mehr. Schön, schön. Das ist so ein richtig guter Kill. Bist einfach gemobbt worden, eine halbe Stunde auf der Lane und dann so etwas, das ist einfach fürs Herz gut. Aber schön, ich habe nicht gedacht, dass er dort, dass es langt. Ja, Flander hätte dort den Flash, glaube ich, ein bisschen früher können ziehen, aber wir sehen es dann gerade nochmal im Replay. Oder wir werden es nochmal sehen, hoffe ich einmal. Da Klit schön am Coveren. Also ich sehe, dass er dort ist, von dem her wird da nichts gross Midlane passieren. Aber gerne das 1 gegen 1 würde ich nochmal sehen. Gerade für den Flash und so vom Flander. Natürlich geht jetzt auch im Farm ein bisschen näher, weil der Graves verliert jetzt eine Wave unter dem Turm. Latings hat er natürlich keinen bekommen, jetzt der Renekton. Aber es ist einfach mal zuerst gegangen, zum Pressure aufbauen. Jetzt sehen wir es nochmal. Wer da rauskommt? Ja, es ist... Ja, er hätte früher müssen flashen, aber... Er ist halt Renekton auf der Lane. Aber ich dachte, er ist safe. Aber ich dachte, er ist safe, aber... Vom Renekton bist du nicht safe. Ja, schön. Das ist der Damage, den man amigs unterschätzt. Und natürlich auch Graves auf Glaskanone im Moment unterwegs. Ja, das gibt ein paar Platings, 2 Midlane. Das ist okay. Ist, glaube ich, gesplittet worden, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, jetzt sehen wir den Goldunterschied. Eben der Flander etwa 400 Gold hinten drin. Jungle even, Midlane even, Botlane even. Rakan ein bisschen hinten drin. Also von dem her vom Gold immer noch sehr nah. Ja, könnte ein sehr interessantes Spiel werden wieder. Ich muss sagen, sie spielen beide sehr schönes League of Legends. Und jetzt sieht man auch gerade, der Flander ist am Leiden. Als er vorher am König war, ist er jetzt am Leiden. Das ist krass. Also halt, wenn du mit dem Renekton deine Engages ankriegst, ist er einfach gut. Und natürlich am Anfang auch sehr schön covered worden vom Jungler, vom GG oben dran. Ja, und jetzt hoffen wir, dass da mal etwas gibt. Botlane. Oh, da war schöne Ult von der Lulu. Ja, da kommen wir jetzt nicht an. Das ist einfach Lulu-Ult. Schöner Kick. Das könnte es werden. Ja, das müsste Kill sein. Schön auf dem Klit. Tipptopp. Ja, herrlicher Kick. Wenn er ganz ein bisschen schöner sein können vom Winkel, aber ich würde sagen, ist gut. Shieldbau jetzt fertig. Auf dem Graves. Also jetzt stirbt er nicht mehr so einfach gegen den Renekton. Aber ja, schöner Kill Botlane gewesen. Nicht gedacht, dass sie nochmal rein können. Das ist nicht, wo Solo-Q sagst, warum sind wir nicht einfach rausgelaufen, dann wäre er gekommen. Ja, sicher nochmal gerne das Replay gesehen. Das Replay. Ja, die Toplane ist jetzt auch vom Farm wieder ähnlich. Also wirklich schön gespielt vom Rascal dort mit dem Solo-Kill. Sollte eigentlich nicht passieren als Graves. Ja, dürfte mich nochmals das Replay haben. Wäre wirklich noch schön. Wirklich nochmal gesehen, sie hätten können gehen ohne dran. Aber wahrscheinlich auch den Engage vom Lee Sin nicht mehr erwartet. Also ich sage auch nicht mehr erwartet von dem her. Gut, ich bin nicht der Maßstab, aber als Gold 2 Spieler ist man nie der Maßstab. Vielleicht der Maßstab für den Durchschnitt, aber ja. Wo bleibt das Replay? Hey, hat der Kick nochmal gesehen? Ja, jetzt sehen wir, jetzt hat er da voll Pressure. Jetzt ist er auch im Level ahead. Einfach durch den einen Kill kommst du so viel über die Toplane, je nachdem. Da Klit ein bisschen am Fighten. Durch den Knock-Up kein Ult für den Asir. Aber halt mit der Lee Sin, er ist krass. Er trifft seine Qs einfach. Oh, schöner Sidestep gsi. Aber es ist wirklich Klit. Trifft mega gut seine Sachen. Shockwave heißt es, glaube ich. Muss man nachher schauen. Im Midlane-Turm weg. Gut, das ist auch 14. Minute durch, aber ich muss sagen, sehr, sehr schön.
adoptiert von Gen.G. Also nach so einem Start nochmal zurückzukommen, nicht schlecht. Also eben, meine Top-Lane steht ein bisschen behind gewesen und sie ist auf der Lane ist eigentlich immer recht even gewesen, aber jetzt sind es plötzlich 2K vorne. Und Botlane wird jetzt auch noch fallen. Von dem her schönes Gameplay da von Gen.G. Also das Makro wesentlich besser als das letzte Mal. Gut, sie haben jetzt auch als Solo-Kill macht so viel aus auf Pressure auf der Map und allem. Also kommst einfach so viel Tempo über. Und der Gegner anfängt behind zu fallen. Gut, EDG will Harald. Ja, sie haben jetzt auch Tempo-Teleport drauf. Schön. Ja, jetzt mal schauen. Mit dem können sie nachher sicher auch einen Turm holen, dann fällt es wieder ein bisschen mehr even mit dem Gold. Also EDG völlig noch nicht abzuschreiben in diesem Spiel. Also ja, wenn sie jetzt, eventuell holen sie jetzt Top-Lane. Ich glaube, die kommen so einfach so ohne Harald über, aber je nachdem, nein, sie holen den ohne. Dann können sie nämlich noch jemand anderes brauchen und dann ist das Gold dann wieder even. Macht Sinn. Mehr als Sinn. Ja, Botlane ist auch noch sehr even. Ruler ein bisschen voraus. Was auch von der CS her. Supporter, ja. Goldvergleich. Ja, wir haben immer noch nichts Replay gesehen, Botlane. Hei. Da jemand Neues anstellen. Ja, mit Ton wäre schon cool, muss ich sagen. Mal schauen, ob sie jetzt ihn holen können. Oh, ja, der haben sie. Wenn er mit seiner, ja, easy, seiner Shockwave gewartet hätte, ließ ihn dann, Shockwave. Wie heißt das Teil? Ich muss es erst googlen, wenn da nicht so viel läuft. Wir haben jetzt Zeit an der Top-Lane-Turm. Also ich kann es euch nur auf Deutsch sagen nachher, aber ich schaue jetzt nachher macht es. Ah! Ja, was all die Fähigkeiten? Schallwelle, nicht Schockwelle, Schallwelle ist es. Und da ist das Countdown. Ich da am Schallwellen anschaue. Resonanzschlag. Schallwelle, Shockwave. Heißt Shockwave auf Englisch? Ich weiß gar nicht. Ja, Schallwelle auf Deutsch, das super. Gut, ja, in der Zeit, als ich jetzt da am Forsch war, ist das Scout abgeholt worden. Mal schauen, Typ ist eigentlich keiner draussen. Kill auf Hasi-Recht. Ja, ich hoffe, wir sehen das Replay. Tut mir leid, ich musste da kurz schauen. Ist auch für mein eigenes Lernen vom Casten, dass ich die Sachen gerade nachschaue. Schallwelle. Sonic Wave. Das ist ein Sonic Wave. Ich war noch bei der Oriana mit der Schockwelle. Oder Schockwelle ist Sonic Wave? Hey, ich muss nachher nachschauen auf Englisch. Ich spiele halt League auf Deutsch, dann ist halt ein bisschen schwieriger. Ja, Skill. Wir haben einen Inferno Drake. 2 Drakes jetzt auf Gen.G. Also auch Drake Control das Spiel sehr gut. Also muss ich wirklich sagen, adaptiert vom letzten Spiel sehr schön bis jetzt. Also all das, was das letzte Spiel nicht hatten, haben sie jetzt. Drakes vor allem. Ein kleiner Gold-Lead. Und ja, EDG da. Alle ausser der Türen verloren. Kontrolle, Vision-Kontrolle, Botlane vor allem völlig auf Seite von Gen.G. Toplane auch gut. Also von dem her, ja, schön. Sehr schönes Spiel von ihnen. Auch Pressure ist da. Auch wird es nicht schwierig, um den Turm zu holen, aber trotzdem. Ja, gefällt mir. Ja, jetzt probiert man es nochmal Botlane und das könnte sogar funktionieren. Sie sind in Überzahl. Und der Flander muss jetzt aufpassen, dass er nicht stirbt. Die Ulti für den Wave Clear. Ja, ich hasse das Teil. Da der Sichtschutz von ihm. Da die Rauchgranaten. Gut, noch etwas anschauen. Was heisst, für den nächsten Cast muss man ein bisschen Skills drauf haben von den. Vor allem Namen. Nebelwand. Smoke Grenade heisst es echt auf Englisch.
Nebelwand. Ja. Deutsch lässt grüßen, aber ja. Und dann noch schön den Blue Buff weggesnackt. Passiert gar nicht so viel. Das Spiel hat sich ein bisschen beruhigt. Oh ja, beruhigt. Die Botlane ist weg. Jetzt wird man dann zurückgehen. Ja, Baron wird im Moment wahrscheinlich noch kein Thema sein. Also außer nach einem Catch. Also jetzt auch mit Jhin. Gut, mit Jhin ist nicht so der schnelle Nasher. Mit Asir ist natürlich ein extrem schneller Nasher. Von dem her könnten sie schon early für ein Nasher-Play gehen. Wohingegen bei EDG halt mit Jinx, wenn sie mal online ist, auch ziemlich schnelles Tempo ist auf der Baron. Und ich mit Graves auch noch. Aber ich glaube, der wird kein Graves angefangen jetzt in den nächsten 2 Minuten. Oder 3 Minuten, sagen wir es. Der Drake ist im Moment wichtiger für Genji. Sie wollen sicher die Soul haben. Ich kann da ein bisschen versuchen zu flanken, aber das Team ist da von EDG. Wir haben den Rascal auf der Botlane, aber der hat TP, also könnte jederzeit dazukommen. Und jetzt macht er eigentlich das, was der Flander mit dem Jax gemacht hat im letzten Spiel. Also er macht einfach Pressure auf der Sidelane. Und das Team ist einfach sonst unterwegs. Jetzt mal Catch-Versuch auf dem Live. Aber ja, wird wahrscheinlich nichts. Ja, sie haben einen guten Disengage jetzt mit Asir zusammen. Von dem her dürfen sie da schon ein bisschen aggressiv spielen und sie sind jetzt auf 4K im Gold voraus mittlerweile. Der Turm ist das nächste Ziel, aber ich glaube nicht, dass sie gegen Ryze genug Minions haben. Die sind einfach gerade wieder weg, sobald sie da sind. Und dann mit Viper. Nein, Hurricane ist noch nicht fertig. Und jetzt der Rascal abgeholt. Ja, TP draussen vom Scout zwar. Ist gesandwiched worden. Aber ja, jetzt wird das wahrscheinlich dann der Rakes. Gut 35 Sekunden. Turm wird fallen im Ausgleich. Dafür werden sie eventuell Midlane verlieren. Aber ja, TP draussen. Asir kann das nicht mehr deffen mit Lane. Und jetzt wird vorbereitet, wahrscheinlich von Seiten von EDG für den Drake. Aber sie müssen zurück, weil Genji gefunden hat, ja komm, wenn ihr dort ein bisschen am Basteln sind, dann machen wir halt Midlane. Ja, und unten fällt jetzt auch der Tier 1. Turm gegen den Graves. Aber es ist dann gerade der Dings wieder da, der Renekton. Wird dann da die Wave wieder annehmen. Und dann sollte man auf Seite von Genji zurück zum Drake. EDG fängt jetzt den mal an. Wird aber sicher gespottet. Ja, und ich glaube, der lässt gehen. Also entweder entscheidet sie sich jetzt, ja nein, das schaffen sie nicht. Der ist weg, bevor sie dort sind. Lohnt sich auch den Fight nicht zu nehmen. Ich meine, einen Drake kann man jetzt gut abgeben. Aber ist schon wieder ein bisschen schade. Also wäre eigentlich schön gewesen. Also gut, ist jetzt halt durch den Catch auf der Rascal ist jetzt halt gegeben gewesen, dass sie es nicht haben können machen. Aber es ist wieder ein bisschen schade, weil es eigentlich schön gewesen wäre, wenn sie es dort können holen. Mal schauen, ob sie es Midlane schaffen. Ja, wahrscheinlich lange jetzt nicht ganz. Klit. Ja, ist halt das Mobil, kommt wieder raus. Und ja, da passiert nicht so viel im Moment. Da wird Red Buff gestealt. Ja, und das Gold ist auch wieder näher zusammengerückt. Da sind jetzt auch ein paar Türme gefallen auf Seite von Genji. Also EDG hat sich dort wieder ein bisschen Gold können zurückholen. Ja, jetzt ist die Frage, ob die da mit dem Baron anfangen. Aber ich glaube, es ist einfach ein Bait. Der macht es nicht. Aber Genji muss schauen. Genji muss schauen. EDG muss schauen. Aber jetzt mit dem Ward dort halt gespottet, dass er nicht gemacht ist und dann laufen sie auch nicht in die Falle nie. Aber jetzt haben sie natürlich wieder keinen Wischer mehr, also müssen sie schauen. Schön getutscht. Ich habe schon gemeint, er läuft die. Aber ja, das war so ein bisschen ein Bait gewesen. Aber vielleicht fangen sie jetzt trotzdem an. Also jetzt spielen sie einfach das Spiel, bis sicher der Typ draußen ist vom Graves. Aber ja, man verliert natürlich auch immer ein bisschen Leben und kommt der Debuff über vom Baron.
Aber ja, EDG lässt sich da nicht baiten. Jetzt fangen die immer wieder an. Ja, jetzt ist das ganze Ward-Game. Dann sind sie da ein bisschen am Rumdancen, bis es dann mal wirklich weitergeht. Ja, zwar das sieht jetzt nach einem ernsthafteren Versuch aus. Da Klit ist gespottet worden. Sie sehen jetzt auch, dass der Baron angefangen worden ist. Oh, ja, das hat rausgekommen. Gut, Stopwatch gezogen vom Klit. Ja, schön, Escape. Ja, dann müssen sie gehen lassen, Das geht nicht. Ja, EDG will dann übernehmen, aber ich glaube nicht, dass das etwas wird. Ich glaube, der bleibt. Dann, ja, we live to fight another day. Ja, ich glaube, in 2 Minuten wird es dann beim Drake Pits wieder interessant. Shutdown haben wir im Moment vom Lee Sin. Mit 3 Kills im Moment. Der Kill-Leader. Natürlich auch ein schönes Shutdown-Gold mal. Vor allem auf dem Viper wäre es schön. Der mittlerweile schon 260 Farm hat. Graves 290. Wert, wo ich nur träume davon. Ich glaube noch selten gegeben, dass ich so viel Farm kann in einem Spiel. Und vor allem nicht bei 26 Minuten. Ja, sind da immer ein bisschen am Zeugeln. Immer ein bisschen am Zeugeln da oben. Ein Kleid, was zu wissen. My body. Ja, Lee Sin, schöner Champ. Ja, ich finde es eigentlich cool, dass er jedes Spiel durchkommt. Also fast jedes Spiel durchkommt. Also er ist stark, aber er wird doch nicht so stark gewertet, dass man muss bannen. Das finde ich aber schon auch. Das ist eigentlich das richtige Balancing von einem Champion. Ja, ich bin auch froh, haben wir Viego noch nicht so viel gesehen. Ist zwar zum Playmaker schon schön, aber ja. Ja, im Moment passiert da nicht gerade so viel. Darum können wir lieber etwas anderes reden. Nämlich über den Drake. Es hat, glaube ich, noch niemand Vision Control geholt beim Drake. Unten. Ich habe mal gelernt in einem Video, dass man das bei 1,30 etwa sollte holen. Dass die Wards wieder ready sind, sobald der Drake ready ist. Also es kann sein, dass Gen.G sich dafür entscheidet, den Drake gegen Baron zu tauschen. Aber würde ich jetzt nicht machen. Oder EDG entscheidet sich für den Baron gegen Drake. Aber ja, es wird jetzt da ein bisschen ein Standoff geben. Ich bin gespannt, wer da den Lead wird haben. Jo. Jetzt geht es da langsam in den Fluss rein. Da wenn es ein Catch auf der BDD wäre natürlich so. Oh, GG! Oh, mein Herz. Oh, schön Damage auf den Viper mit dem letzten Schuss. Da der Renekton von der Seite. Oh, schöner Arcan Engage. Das müsste der Fight sein für Gen.G. Oh, da der Rascal. Hat er noch einen Stun ready? Sollte eigentlich wieder einen haben. Ja, der müsste er eigentlich haben, den Stun. Ja, der ist weg. Wunderschöner Teamfight für Gen.G. Rascal mit einem guten Flank von der Seite. Ja, und das wird jetzt Midlane, Turm und Inhibitor sein und dann wird es richtig Baron gehen und dann Drake noch holen. Wenn alles optimal läuft oder beides gleichzeitig. Also zum Beispiel der Ruler richtig. Oder sie probieren sogar noch weiter zu gehen. Oh, knapp gewesen, aber ich glaube, der ist trotzdem tot. Ich glaube, nehmen wir das Spiel einfach. Ja, easy, nehmen es euch. Ich glaube, sie schaffen es nicht, oder? Ja, sie probieren alles. Ja, sie könnten es sogar haben, aber... Ja, nein, es macht es... Ja! Scheiße. Es ist ja völlig... Nein, sie holen den nicht. Ja, ich nehme an, sie gehen jetzt richtig... Ja, Drake und... Baron können es eigentlich auch nicht mehr holen mit dem Leben, das sie haben. Aber sie werden sicher jetzt den Drake holen. Also Rascal wird sich dort Richtung Drake begeben. Oder sie gehen alle zurück. Ja, jetzt ist die Frage, verliert man für das den Baron? Weil sie haben das Problem, sie sind jetzt nicht in Unterzahl, aber der Scout der hat TP ready und sie haben jetzt alle müssen resetten. Also nehme ich an, sie fangen jetzt den Baron einfach an. Die Frage ist, ob sie flippen oder nicht. Aber ja, es ist schon
Sie sind schnell, sie sind sehr schnell. Und jetzt Klit! Nein, hat er gestohlen! Das gibt's ja nicht! Oh nee! EDG! Why? Ja, da wollen sie hinten rein und ich glaube, der Flander... Ja, er könnte ihn aus... Oh, BDD. Ja, ich glaube, das ist... Oh, schöne Wahl, schöne Wahl. Schöne Phalanx D gesetzt und der Flander ist auch noch down. Ja, und ich glaube, den Fight haben sie. Oh, es ist so close. Aber Minions und das ist der Sieg. Das ist der Sieg für Gen.G. Sehr schön gemacht. Ah, der Baron nicht worth, gar nicht worth. Aber ja, so hat sie. Schön, muss wirklich sagen, nicht schlecht. Guter Fight gewesen von Gen.G am Schluss und gute Comp. Wow, hätte ich nicht erwartet. Warum hätte ich nicht erwartet, dass sie dort versuchen fertig zu machen? Und dass dort den Baron noch geholt haben, ist natürlich ganz frech gewesen. Aber ja, sie mussten es versuchen. Es wäre ihre Chance gewesen, zum zurückzukommen und ein bisschen zu langsam gewesen. Ein paar Hundertstel schneller also Hundertstel, ein paar Sekunden schneller. Ja, somit steht es 1-1 in der Series und ich verabschiede mich bis zum nächsten Spiel. Ja, herzlich willkommen zurück zum Game 3. Ja, nach der letzten Runde mit Renekton, nicht erwartet. Völlig gewonnen von Gen.G. Dann starten wir ins dritte. Wir sehen schon Pans. Ja, eigentlich wieder ähnlich wie das letzte Game. Müssen wir eigentlich nicht mehr gross erwähnen. Wir haben den Flander mal wieder Lucian eingewählt. EDG hat sich jetzt das mal für die Blue Side entschieden. Also immer der verliert, darf nachher entscheiden, auf welcher Seite er spielt. GG wieder gleich, mit Jarvan, Nami. Sieht schon ähnlich aus wie im ersten Spiel. Hinten dran haben wir wieder Lee Sin. Ja, Klit einfach abartig gut gewesen, letztes Spiel. Verstehe ich sehr, dass man den wieder nimmt. Lee Sin passt auch fast jede Combo rein, also von dem her. Viel falsch machen kann man dort nicht. Ja, Lulu Miss Fortune, wie im ersten Spiel auch. Also der Draft sieht aus wie das erste Spiel, das sie hatten. Wenn jetzt wieder Orianna kommt, dann weiss ich auch nicht. Ja, mal schauen. Ja, Orianna Jax können es noch nehmen, da sind sie wieder wie vorher und Ruler und Live. Ja. Also ist bei beiden ist jetzt noch Midlane und Toplane offen. Also außer sie nehmen den Lucian für Toplane oder Midlane, ist halt Flexpick. Ryze und Azir draussen, Orianna haben sie jetzt rausgenommen, also die sicher nicht mehr in die Combo rein. Ich wollte immer noch Zeug sehen vom BDD. Mal schauen, ob die noch kommt. Jetzt noch der letzte Bann. Was haben wir da? Jo, da haben wir... Ein bisschen lang zum Entscheiden. Ja. Was könnte es sein? Renekton. Nein, Renekton werden es nicht bannen. Keine Chance. Ist eigentlich schlecht, aber wenn man halt im 1 gegen 1 stirbt, dann wird es halt auch schwierig. Das ist einfach so ein... So ein Cheese-Pick halt und es hat funktioniert. Von dem her tipptopp. Ja, ein Cannon aus ist sicher gut. Yes, Soi! Das haben wir alle gewartet. BDD, Soi Plays. Jede Bubble trifft. Nein, das glaube ich nicht, aber er ist schon extrem stark. Gwen, schöner Pick. Jetzt können wir von Seite von Gen.G jetzt Jaxi picken. Und Victor. Ja, Victor ist auch gut. Ist halt early nicht so stark, skaliert aber extrem gut ins Late, hat gute Crowd Control. Also Crowd Control hat er mit seiner Sphärenbubble. Und ja, er hat halt ein gutes Zoning, das er machen kann. Ja, gerade mit der und mit der Ult. Von dem her eine gute Wahl. Kommt dann noch sein Schild über. Ja, jetzt ist die Frage, was da Gen.G antwortet. Nicht nochmal Renekton, oder? Gute Gwen, weiss ich gar nicht. Er ist halt so, sobald sie ihre Zone macht, Gwen, kommt sie ja von außen kein Damage mehr über. Aber er ist ja innen dran, von dem her könnte das eigentlich gut klappen. Jetzt muss ich das auch noch kurz checken, ob die Gwen kein Damage bekommt von außen dran. Das weiss ich gar nicht. Gut, Fähigkeiten. Schnipp, schnapp. Geheiligter Nebel heisst es auf Deutsch.
Ja. Sie kann nur von Gegnern anvisiert werden, wo der Nebel betretet. Aber so wie LoL selber ist, siehst du halt nicht so viel. Von den Skills selber. Ja. Nadelarbeit. Huiuiui. Needlework heißt es, glaube ich, auf Englisch. Ja, auf Englisch ist doch alles besser. Gut, Fistbump. Ja, was halten wir von dem Draft? Ja, es ist jetzt sehr interessant. Also, der Renekton nochmal durchkommen. Ich weiß nicht. Sie probieren es halt, gell? Und es hat vorher funktioniert. Die Gegner haben. Aber es ist halt so im zweiten Spiel schauen, die Gegner schon ein bisschen besser, wie sie dagegen spielen. Aber. Ja, mal schauen, ich bin gespannt. Ja, und Gwen. Ja, Melee, Gwen ist eigentlich auch immer gut. Ich bin einfach mega gespannt auf Botlane, Lucian, Nami. Ob sie wieder so krass können dominieren wie im letzten Spiel. Oder ob der Klid ein bisschen mehr Zeit Botlane verbringt. Aber es ist halt beides eine gute Frage. Ich sage, mit dem Scout ist immer ein guter Follow-up auf dem Jarvan sein Jump, aber ist natürlich nie das gleiche wie mit Orianna, wo du den Ali zusammenziehen kannst. Dafür kannst du natürlich einfach deine Ulti setzen und dann kommen alle Damage über. Ja, bin gespannt, wie der Flander auf der Gwen spielt. Auch gerade gegen den Renekton. Ist jetzt natürlich Ignite gegen Flash Toplane. Ja, ich kann nicht gerne, wenn Toplaner Ignite dabei haben. Aber auf Zoe freue ich mich sehr. Vor allem gerade. Ja, Signature Champ kann man jetzt nicht gerade sagen für BDD, aber sicher schon mal sehr gut. Jetzt mal die ersten Trades ist natürlich auch für Gwen nicht so schlecht. Aber Renekton geht hier easy einfach hindurch. Ich nehme an, wird auch Clip nicht helfen beim Camp. Das ist einfach die Frage, ob EDG das schmeckt und jetzt engaged, aber ich glaube nicht, nein. Ist nicht so Solo-Queue-mässig, wo man am Anfang Jungle einsäckelt. Aber ja, die Jungler fangen allein an. Dann bin ich mega gespannt auf Botlane. Das letzte Mal sind sie im gleichen Matchup extrem auseinandergenommen worden vom Viper auf seinem Lucian. Wäre jetzt einfach das Ziel, dass sie ihn nicht so ahead bringen. Die Trades sehen auch wieder ähnlich aus wie letzte Runde. Jetzt aber wesentlich besser als mal für Gen.G, wie das letzte Mal, was sie traded haben. Ich meine, der Maiko hielt sich einfach wieder Ruhe auf den Nami. Der Live ist da ein bisschen weit vorne. Ja, es sieht genau gleich aus von den Trades her, fast wie letzte Runde. Ich sage jetzt mal, spürlich besser als vorher, aber ja. Ja, man sieht schon Teals zusammen mit der Tränk. Der Lucian hat jetzt auch mit dem normalen Schwert gestartet. Normale Langschwert. Ja, das sehen wir immer mehr, dass die Leute gar nicht mit den Dorans-Items starten, Botlane. Ja, gespannt. Du hast halt schneller deine Power Spikes, aber ob das funktioniert, du hast halt auch weniger Leben. Dorans kommst du immer noch bei 80 Leben über. Ja, jetzt BDD da sicher. Hat er jetzt das gerade aufgelesen? Ja, schöner Trade von ihm. Ist jetzt da mit dem Hextech. Hätte er jetzt rausdashen können. Ja, fast ein bisschen fies gewesen. Aber das würde ich eigentlich gerne nochmal sehen. Ich weiß nicht, ob er das gerade aufgelesen hat. Ja, Toplane ist Renekton wieder ein bisschen unter Druck. 4 Farm jetzt hinten drin. Aber ist eigentlich Standard so im Gewinn-Matchup. Aber jetzt wieder engaged. Gleich viel Leben jetzt etwa. Aber Dings Gwen hat noch ihre aufgeladene W. Ihre aufgeladene Q. Die W ist ja ihre Dodge Zone. Ja, und BDD sieht man schön am Pressure machen mit Lane. Ist auch beim Farmen ein bisschen voraus. Aber ja, jetzt nichts Nennenswertes. Botlane ist jetzt etwa der Stand vom ersten Game. Jarvan ist dort ums Camp machen und es ist die Frage, ob er wieder einen guten Engage kriegt. Das Mal haben sie zwar gewartet, Botlane. Also man sieht so im Tribush ist jetzt der Wart drin. Von dem her, jetzt können sie Vision hinein.
Also jetzt weiss eigentlich Gen.G schon, dass da wieder etwas im Busch ist. Und wenn etwas im Busch ist, dann ist es der Jarvan. Ja, Top-Lane schon mal den TP draussen vom Flander. Wahrscheinlich einfach, dass die Pressure auf der Lane halten kann. Jetzt gespannt auf den Klid. Ja, ist halt cool. Renekton halt auch Gegner. Oh, jetzt 3 Leute Top-Lane. Das müsste eigentlich der Tod sein für ihn. Ja, das ist keine Chance. Wem gibt es den First Blood für Zoe? Schön. Hey, Gen.G trödelt da voll auf. Jetzt spielen sie um den Renekton. Gut, das letzte Game vom Rascal sehr geil gewesen. Ja, und jetzt verliert Zoe da. Sie hat Zoe gewendet oben. Sie hat Flash rausgegeben. Der Chi-Chi kommt jetzt da den Farm geholt, dass er nicht verloren geht. Aber sehr gut für den Renekton auf der Top-Lane. Gerade auch so früh Gewinn unterdrücken. Ist immer gut. Und jetzt da gesehen, das Play kommt einem bekannt vor. Das letzte Mal ist einfach jemand gestorben dabei. Aber jetzt Viper schon extrem viel Damage kassiert. Hä? Er holt ihn noch! Okay, schön. Und der Return Kill. Ja, jetzt also auf beiden Supporter haben wir jetzt einen Kill. Ruler lebt noch, kann sich jetzt zurück teleportieren. Aber ja, schon besser als letztes Spiel. Also vorletztes Spiel. Hey. Ja, beide die übel am Pressure machen da. Ist unglaublich. Aber halt ist seine Zoe. Mal schauen, ob sie nach dem Spiel gebannt ist. Und ich eigentlich denke, das ist ein früher Spiel. Ja, jetzt sehen wir es gerade nochmal. Ja. Er hat wirklich fast gleich viel Leben wie beim letzten Play. Aber das Mal ist der Q von der Nami auch auf den Live gehüpft und nicht auf die Miss Fortune. Jetzt haben wir da wieder einen Lag. Toll. Ja, nochmal neu starten. Ja, das Play haben wir schon gesehen. Schade ist, dass die Lulu noch gestorben ist am Schluss. Lied wieder Botlane. Also wieder. Ich habe es noch nie gesehen. Nein, da gespottet worden. Von dem her eigentlich keine Gefahr für Irichi. Toplane. Level 6 Trade. Ich weiß gar nicht, wer stärker ist, halt wenn sie da alles von ihrem Needlework trifft da die Gwen, dann kommt halt der Rascal auch extrem Damage über, dort aber selber noch Ulti. Und ja, sieht aus, als hätte niemand seine Ult brauchen. Gwen hat natürlich auch noch Ignite. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Renekton extrem aggressiv. Aber jetzt hast du das Vor-Item ready von Blutgier. Also kann dort noch ein bisschen Flächenschaden machen. Aber so viel ist jetzt das auch wieder nicht, dass es jetzt so krass wäre, aber ab und zu ist einfach das der Damage, der noch gefehlt hätte. Ja, der Victor kann eigentlich sehr schön farmen. Ist auch nicht gross hinten drin im Farm, etwa gleich auf. Und das ist schon recht cool im Zoe-Matchup. Also kommt halt einfach ab und zu der Poke über, aber es gehört halt dazu. Botlane auch noch sehr ruhig. Also man sieht, Lucian ist wieder ahead im Farm. Ist jetzt da 62 zu 49, aber jetzt läuft eine ganze Wave unter dem Turm. Und was haben wir da? Nein, das lange nicht. Er geht jetzt auch gar nicht fürs Play von dem her. Gut, hat der Ult halt nicht ready gehabt. Dann wäre er, glaube ich, gar nicht richtig angekommen. Aber es hat gelangt, um den Scout auf die Lane ins Base zurück zu zwingen. Und jetzt kommt da gerade TP alles raus, top. Also rechtes Commitment für den Harald. Aber Scout hat je TP'd von dem her. Ja, vielleicht haben wir da sogar schon unseren ersten Fight. Der Kled ist da schon im Pit drin. Rascal ist da, jetzt ist die ganze Combo da. Wichtig ist, die Supporter haben noch keine Ult. Von dem her fehlt dort die wichtige Lulu-Ult und natürlich auch die Nami-Sissi. Jetzt mal schauen, wer das schafft. Schöner Kick. GG ist down und Smite für den Kled. Ja, hey, die sind ja voll on fire mittlerweile. Jetzt schon fast 2K Golden Head, jetzt muss IDG langsam schauen. Sie waren eigentlich der klare Favorit da gewesen, und jetzt fallen sie schon im zweiten Spiel behind. Also im dritten fallen sie jetzt auch schon wieder behind. Ja, was soll man da sagen? Gut gespielt.
Ja, sie haben jetzt wirklich alles gebraucht für den. Also alles. TP für den Harald und alles. Ja. Aber der Klid auf dem Lee Sin ist einfach insane. Jetzt kommt da. Dodgt er das rein, Flash. Ja, natürlich dann Lulu mit dem Pixie, mit der Verwandlung. Dann ja, kann er auch nichts mehr machen, kommt nicht mehr raus. Und hinten dran der Flander rausgenommen. Ja, es muss einfach der Renekton sein. Der Renekton nimmt EDG völlig auseinander. Aber also eigentlich ist es der Klid auf dem Lee Sin, aber ich glaube, der Pick verwirrt sie. Botlane wird wahrscheinlich vom Gold auch etwa even sein. Klid einfach gut, der Mann. Ja, Toblin jetzt, es ist 10 CS der Unterschied, also immer noch im Rahmen. Und jetzt versuchen sie da Trap. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Aber irgendwie schmeckt es das. Es ist eben schon, also, da frage ich mich schon, die haben das völlig geschmeckt. Und jetzt kommt das Move da alles wieder ein bisschen Botlane zum Decken. Also jetzt, wo der Lee Sin wieder im Jungle und da ist, können sie ja wieder auf die Lane laufen. Also sie haben auch keinen Grund gehabt, um dort vorne zu gehen. Und der Jarvan verliert einfach mega viel Zeit dort unten. Sein ganzer Top-Lane-Jungle wäre ab. Und er ist immer noch dort. Ja, das ist nicht so ein gutes Play. Und mittlerweile 2,5k Gold. Meine Lucian hat schon mehr Farm, aber Miss Fortune hat noch einen Kill geholt. Zoe hat auch schon 2, vom Fight vorher noch einen. Ja, das Scout kommt auch Damage über. Also. Ja, es sieht sehr gut aus für Gen.G, das Spiel. Korea allgemein sehr stark, die Worlds. Also ich muss sagen, wenn sie da auch noch holen, dann müssen wir langsam wieder Europa ein bisschen fördern. Die LPL ist es auch. Also EDG. Ja gut, das ist noch nicht gelaufen. Sie haben noch... EDG ist ein gutes Team, von dem her gibt es noch mega Potenzial zum Zurückkommen. Auch ihre Comp hat Potenzial im Moment. Aber ja, der Renekton. Er ist einfach. Oh, schön drowsy. Ah, nicht getroffen. Ich glaube, es wäre wie. Dann sehen wir jetzt einen Solo-Kill. Schöner Flash gewesen. Also, wenn es getroffen hätte, wäre er tot gewesen. Holla, die Waldfee. Ja, das ist ein bisschen knapp gewesen. Jetzt kommt es. Ja, guter Flash gewesen. Das wäre jetzt instant der Kick hinterher rausgekommen. Und Midlane läuft es auch gerade. GG ist down. Hey. Die Lulu, ja. Oh, schöner Versuch von BDD gewesen. Der Harald auch noch gerade gebraucht in der Midlane. Hey, da läuft gerade etwas auf der Map. Der Rascal muss jetzt wieder aufpassen. Oh, genau rechtzeitig noch das Stun rausgekommen vom Field. Hey. Ja, der Klid ist einfach on fire da. Zoe. Ja, Zoe ist einfach Komfort, man merkt es. Ja, gefällt mir gut. Mittlerweile sind auch die ersten Items fertig. Also Rascal hat jetzt Blutgier, das heisst, er kann sich heilen, wenn er im Fight drin ist. Jetzt sehen wir die Midlane nochmal. Da sehen wir den Harry, der gespawnt worden ist. Das ist die Harriette. Da die Ult vom Jarvan. Die Idee gut. Aber halt mit der Ult von der Lulu. Ja, die ist einfach stark. Wie die. Ja, Midlane ist schon krass. 400 Gold Shutdown auf der Zoe. Renekton auch etwa 20 Farm voraus. Ja, das sieht wirklich gut aus für Gen.G. Lander. Bis jetzt auf dem Jax am besten gefallen. Ja, aber es war auch ein super Game von ihm, das Jax-Spiel am Anfang. Hat immer schön an der richtigen Ort Pressure gemacht.
Ja, und jetzt sieht er einfach kein Land dort oben. Ja, jetzt sieht man auch im Gold, fast 900 Gold hinten drin auf der Toplane. Sonst ist es eigentlich recht even. Midlane 2000 Gold. Und habe ich jetzt nicht mehr gesehen, aber 2k Gold auf der Midlane. Voraus. BDD mit Zoe. Ja, ich glaube, die dürfen es ihm nicht mehr geben. Mal schauen. Klit kommt wieder raus. Das ist einfach gut. Ich glaube, im nächsten Spiel sehen wir entweder einen Lee Sinban oder sie nehmen den selber. Und dort, so schön. Er trifft ihn einfach noch. Da ist noch der Root drauf. Wem ist die Frage? Jetzt falsch gesehen. Ich habe nur Root gelesen, aber es hat ja eigentlich niemand einen Root. Ja, wir sehen es nochmal im Replay. Ja, da ist der BDD ein bisschen zu weit. Shutdown Gold abgegeben. Ich glaube, ja, das ist sogar an Lucian gegangen, das Shutdown Gold. Der sagt Dankeschön. Wir schauen jetzt nochmal rein. Hey, da, mega schöner Catch. Hast du trifft den Bubble. Er sieht, er sieht sie reingeklebt. Jetzt war doch der Groute, ja? Natürlich, klar. Everfrost. Everfrost geroutet. Dann halt tot und Kill auf dem Lucian. Der kann das gut brauchen, das Gold. Ja, aber Gen.G macht da schön Pressure auf den Lanes. Jetzt noch der Harald. Ja, es sieht sehr gut aus. Also, für das, dass EDG, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern für viele der klare Favorit war, ist das natürlich schon ein bisschen traurig, kann ich sagen. Ja, BDD spielt einfach gut, Zoe. Ja, Miss Fortune haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen. Aber ja, die macht einfach ihren Job dann im Teamfight. Der Drake wird jetzt an EDG gehen. Es wird der vierte Drake wird rauszögern, was sehr gut ist für sie. Ich meine, Gwen und Victor werden nur krasser. Renekton. Ja, der frisst jetzt da die ganze... Ja, nicht ganz. Ja, jetzt wird da gefarmt. Hei. Nein, es ist einfach krass, wie gut dass sie sind im Teamfight. Da geht er einfach hin und weg. Also der Renekton-Pick 1A. Ich traue mich gar nicht zu sagen, aber 1A. Ich muss, glaube ich, selber mehr Renekton spielen. Der DP, wahrscheinlich vom BDD her. Zum Turret saven. Ja, die machen die da voll lang. Also BDD einfach super Performance, das Game. Renekton sowieso. Dann schauen wir nochmal rein. Also wirklich. Also ist schon da gesehen, dass der Fight gewonnen ist. Also es ist... Also Lucian Calling ist aus Victor hat kein Ultimate. Und da kommt Glit von hinten. Flash hier vom Renekton mit der Q. Dann Zoe hinten rein. Und dann überlebt er das auch noch. Der Einzige, der gestorben ist, war der Glit. Nochmal ein Kill auf dem Lucian. Ja, der Lucian steht mit Abstand am besten im Spiel von EDG. Ja, aber jetzt kommt einfach Pressure über das Game, also über die Lanes. Ja, das Tempo ist voll auf der Seite von Gen.G. Ist jetzt auch ein weiterer Turm und EDG sollte eigentlich nicht viel dafür bekommen. Ich glaube nicht, dass sie Midlane abholen können. Vor allem müssen sie wieder aufpassen, dass sie da nicht gesandwiched werden. Wahrscheinlich wird es der Botlane-Turm sein, der Tier 1 für EDG. Sollte eigentlich vom... Ja, dann nehmen wir es. Victor macht doch noch guten Schaden. AP-Schaden am Turm, von dem her dürfte der fallen. Und der Renekton ist jetzt langsam dort. Aber es ist 5k Gold-Lead für Gen.G. 5k.
Ja, ich muss dann mal eins von meinen Spielen casten. Dann noch mit Ton dazu. Das ist einfach das Ding, mit Ton hörst du natürlich viel mehr, was passiert. Und das fehlt jetzt halt da einfach all die Hintergrundgeräusche, wo du ein bisschen auch das Auditive noch hörst. Ja, also was soll ich sagen? Hätte ich nicht erwartet. Aber es ist wirklich cool. Ich denke, jetzt oben wird auch noch der Tier 1 fallen, aber Genji wird es einfach beantworten mit dem Tier 2. Was dann auch gut Tower diven können, falls jemand sich dem stellen will. Außer es gibt so schöne Sachen. Schade vom Victor, denn ja, der wird natürlich auch immer stärker. Also ich sage, dass sie dort vorher den Drake genommen haben, ist sicher super für EDG. Nächstes wird auch ein Cloud Drake sein, also das heisst nicht so stark. Ich finde den Renekton noch geil, weil wenn er ultet, bewegt er sich nachher schneller. Aber ist jetzt wirklich für Miss Fortune bringt es fast nichts und Lulu, ja. Also eigentlich noch gut für EDG, sage ich mal. Dass wenn sie zum Anfang Pressure auf Genji-Seite ist, dass sie dann halt auch im Late nicht das Problem hätten, wenn die Cloud Soul würde abgegeben werden an Genji. Und sie werden schon noch enormen Damage hier bekommen mit dem Scout und mit der Gwen. Ja, von dem her sind sie da, solange noch nichts fällt und solange sie keinen krassen Fight verlieren, noch easy dabei. Ich sage jetzt auch trotz den 4'500 Gold. Obwohl natürlich das schon extrem viel ist. Aber Viper extrem aggressiv. Aber sie haben gesehen, dass es so ident ist. Sie wissen, wo der Renekton ist. Von dem her können sie es gut machen. Flash hat er zur Not auch noch ready und Cleanse. Ja, jetzt ein Spiel auf Cleanse gehen wegen Zoe. Und dann kannst du Bubble wegmachen. Ja, das wäre jetzt ein interessantes Duell. Ich würde nicht mal behaupten, dass der Renekton das unbedingt gewinnen würde. Gewinnen gegen... Obwohl sein Level hinten drin ist. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Aber natürlich, wenn der Renekton in Teamfight die kann wie im Fight vorher und 3 Leute mit seinem Q trifft und alles, dann ist natürlich einfach sahnig. Ja, der Renekton-Pick gefällt mir einfach irgendwie. Ich finde auch ein cooler Champion, ist so einfach. Doch so gut. Jetzt kommt beide die runter. Jetzt muss er schauen, dass er nicht babbelt wird auf Flandern. Flunder. Schöner Dodge steht. Ja, man sieht, der Schaden von der Gwen ist schon gut. Aber jetzt wird da Miss Fortune ult und ja, da gibt es keinen. Und der Victor ist am Split pushen. Turm für Turm. EDG sagt Danke. Wenn sie nicht mehr verlieren, ist es ein guter Trade für sie. Schön. Ja, ich muss sagen, EDG kommt wahrscheinlich langsam zurück. Es ist jetzt auch nur noch 4K Gold, nur noch. Aber ich glaube, die könnten da schon noch gut zurückkommen. Es ist so ein bisschen unberechenbar. Ich meine, also vorher war recht viel Schaden auf der Gewinn und es langt halt nicht mit ihrer Dodge Zone. Um sie zu snacken. Ja, Entschuldigung. Ich will schauen. Ja, mit ihrem Nebengehalt. Ja, was ist als nächstes ab? Die Baron werden irgendwann mal das Thema. Drake geht jetzt noch ein Zeitchen. Ich glaube, das Spiel wird jetzt, ich sage jetzt mal, die nächsten paar Minuten um den Baron gespielt werden. Weil es gibt eigentlich nicht mehr viel auf der Map zum Holen. Es gibt Midlane-Turm noch geholt, Tier 2 für Genji. Und was wollen sie sonst noch holen? Also viel ist nicht da. Von dem her denke ich, werden wir jetzt ein paar ruhigere Minuten haben im Spiel. Es sei denn, sie verwünschen noch jemanden. Ja, ich bin gespannt. Ich hätte gerne mal so einen 1 gegen 1 Fight. Oh, jetzt geht es auf den Renekton. Ja, aber der läuft einfach raus. Der Damage ist einfach krass. Gut, das war glaube ich Q.
Ich werde jetzt da ein bisschen rumbasteln, bis die Zeit gekommen ist. Kann ich mal meine Stimme noch ein bisschen erholen. Einfach überall Pressure und dann werden sie Richtung Baron gehen. Also Rascal hat auch TP. Dann schauen, dass das Clip nicht abgeholt wird. Ich denke, sie könnten eigentlich mal einen Baron Bait machen. Weil sie werden Midlane eh nie kommen. Und sie müssen es eigentlich aus der Base rauszwingen, die Gegner, dass irgendetwas passiert. Wow, ei. Fast abgeholt worden dort, der BDD. Ja, das ist halt der Nachteil, Zoe. Du weißt, woher das sie kommt meistens. Wenn du natürlich da die Lucian-Ulti drauf bringst. Ja, von dem her hat sich jetzt die Situation ein bisschen entspannt für EDG. Sie haben jetzt wieder ein bisschen mehr, dadurch, dass der BDD zurückgehen müssen, haben sie wieder ein bisschen mehr können die Vision-Control auch aufbauen. Ein bisschen mehr aus der Base, aber sie sehen eigentlich immer noch nichts. Sie sind wirklich völlig in der Vision hinten drin. Ja, mittlerweile 350 Gold Shutdown auf dem Renekton. Jetzt wird dann auch langsam der Baron mal angegangen. Aber ich glaube, sie werden den nicht. Es ist, glaube ich, mehr ein Bait-Baron, dass der Gwen ihre TP braucht. Müsste sie jetzt dann auch langsam. Ja, gut, nein, das ist noch bei 8000 Gold. 8000 Leben der Baron. Aber jetzt kommt der TP rein. Und Rascal von hinten, ganz gefährlich. Gut, sie haben einen Ward, sie haben zum Glück gespottet. Ich weiss noch bei Mad Lions, wo der Kennedy gestanden ist, da hatte ich ein bisschen mehr Angst gehabt. Hat sich auch bestätigt, aber jetzt pusht jetzt mal den Tier 3 Turm rein. Ja, ein gutes Makro, eventuell ist das sogar der Inhib. Also der Turm ist sicher für sie. Ja, die nehmen sich den noch den Inhib. Schön gespielt, sie verlieren 2 Türme wahrscheinlich Midlane. Ja, sogar nur einen. Also ja, was hätte es Besseres wollen? Wenn sie jetzt da nicht weiter pushen, ja, vielleicht gehen sie gerade zum Baron. Zum Baron. Ja, sie gehen, glaube ich, wirklich zum Baron. Gut, sie werden sicher gespottet werden. Aber sie nehmen es. Den Rascal hinten am Flanken probieren. Müssen einfach aufpassen, dass sie ihn nicht rausnehmen. Aber das Squad von EDG ist da. Schöner Damage vom Viper. Und jetzt übernehmen sie da einfach den Baron. Ja, die Ult. Da live hat sogar geultet. Hat er sich, ja, ich weiß nicht, ob er sich selber geultet hat. Das sehen wir dann im Replay. Aber ja, schönes Comeback von EDG. Es ist auch die Frage, ob sie das machen können, aber ich glaube nicht. Rascal hinten wird eventuell gecatcht. Nami Wave trifft niemand. Aber ich glaube, der Rascal der wird da rauskommen. Ja. Ja, nein! Oh, schöner verlängerter Laser vom Scout. Und jetzt wird da die Wave geultet, zum Pressure wegnehmen. Aber ja, Victor, Late Game, lässt sich sehen. Jetzt können sie dann gerade Drake holen. Ich komme da Game 1 Vibes über, was irgendwann falsch gelaufen ist. Aber man sieht auch im Gold. Also sie haben mega. Also war schon mal 4,5k gewesen, jetzt sind wir noch knapp bei 1,5. Jetzt kommen natürlich jetzt auch Toplane-Ressourcen über, wo jetzt Gen.G Kai bekommt. Jetzt mal schauen, ob es da den Stil gibt oder nicht. Ja, Gwen hätten sogar. Natürlich mit dem Gwen-Smite. Ja, und jetzt sieht es gar nicht mehr so gut aus für Gen.G mittlerweile. Das ist immer noch okay, aber man hat den Victor, wenn der so viel Damage macht und immer mehr. Der ist jetzt auf 2 Items, hat noch ein Vor-Item von Leerstab. Dann haut er schon jetzt, sehen wir gerade den Goldgraf unten. Ja, man sieht, die kommen zurück. Der Viper, ja, die Ult ist einfach krass vom Lucian. Dort schön können die Lulu snacken am Anfang. Dadurch haben sie dort den Fight gewinnen. Ja, ich denke, im Moment mit dem Baron werden sie sich nicht viel holen auf der Karte. Mit dem Baron. Der Baron ist ja noch nicht gefallen. Also im Moment werden sie sich nicht viel holen ohne Baron. Und Drake ist auch nicht ab, also wird es einfach nochmal 4 Minuten Stand-off geben wahrscheinlich. Oder vielleicht probiert es jemand nochmal mit dem Baron. Aber mal schauen, wie es da aussieht. Ja, es ist schon
Der Viper ist einfach gut. Geben dem Lucian, geben dem Viper kein Lucian mehr. Es ist einfach krass. Ich meine, der Fight vorher wirklich schön die Ultimate gesetzt. Lulu hat keine Chance gehabt zum Rauslaufen, sonst wäre der andere gestorben. Ja, ich hoffe, wir kommen dann als Replay über. Mhm. Ich könnte eigentlich schon lange eins zeigen, weil es passiert. Ja, probiert es nochmal beim Baron, ich glaube nicht. Gut, sie hat den TP auf dem Rascal und auf dem BDD. Übrigens zum TP. Anfangsspiel hat er 7 Minuten Cooldown je nach Level und geht dann auf Level 18 auf 3,5 Minuten runter. Von dem her beschleunigt sich so als Late Game immer mehr. Und der Klit nimmt einfach mal 70% Damage vom Lucian. Easy. Easy! Nehmt den Bub Viper weg, Heimatland. Ha! Nehmt den Bub Lucian weg. Ja, oder nehmt dem Team Viper weg. Das wäre auch möglich. Ja, Minions sind es auch keine. Aber eben, sie kommen jetzt recht viel Farm über. Durch die Supervasallen. Also Genji kommt halt nicht mehr über von dieser Lane, weil alles pusht. Ja, sie müssten eigentlich den Baron machen. Oder anfangen mit der Pressure, die sie haben. Aber sie können nicht. EDG einfach so gut. Im Makro. Ja, jetzt ist dann wieder die Frage nach dem Renekton. Ist es worth? Fällt er ab oder nicht? Fällt er zu viel ab, für das es am Schluss noch langt? Ja, live ist es gefährlich, in Viper jetzt zu laufen. Gut, dann noch kein Ult ready, von dem her easy. Am Viper hat jetzt ja gerade wieder Flash noch Cleanse ready, von dem her ist eigentlich EDG auch nicht interessiert zum Fighten. Und bei Genji ist einfach der Flash auf dem BDD weg. Und der Rascal ist halt auch ein bisschen Flash-abhängig, kann man sagen. Dass er die Backline nie flashen und das wichtige Target stunnen und Damage machen. Ja, aber der Fight könnte sogar schlecht ausgehen für Genji. Also ich denke, sie werden sich jetzt dann zurückziehen. Also Baron ist auch erst bei 8000 Leben. Da bietet die Flankposition unten dran. Ja, ich glaube, da geht jetzt nicht drauf hin. Aber ja, sie tanken dann. Ja, die Pedal Stores. Tag. Oh, Drowsy. Das ist jetzt ganz gefährlich, aber kommt da sicher. Oh, ho, ho. Maiko fast weg. Und jetzt fängt der Fight an im Pit. BDD von der Seite. Red Team hat Bären bekommen. Und der Damage, Mann. Was ist das gewesen? Aber es sind schon ein paar tot. BDD lebt noch, aber wird aussterben. Von dem her Baron nur noch auf 2 Leute. 3 für 2 Tausch. Ja. Ja, schon wieder jemand. Ja, die Smites sind nicht so gut im Moment. Aber ja, Miss Fortune. Schöne Baron Cold. Skull muss da aufpassen vor dem Viper und Viper macht einfach Damage des Todes. Hat jetzt auch schon 4 Items ready. 350 Farm. Miss Fortune ist bei 3. BDD ist auch bei 3. Ja, und langsam muss da Genji ein bisschen schauen. Ja, sie haben jetzt zwar noch den Baron auf 2 Leute, aber ja, ich glaube, der Drake der wird da Genji gehen. Und der Rascal dort von hinten reinkommt. Ja, er hat noch kein Ult ready von dem her. Wir müssen ihn droppen lassen. Maiko. Ja, ist das volle Team dort. Ja, die wollen dann Catch, aber es ist schwierig. Ich glaube, da kommen jetzt nicht so einfach über. Ja, mega cool. Ein Turm für Baron. Ein Turm für Baron. Nein, ich mag die Spiele. Die Spiele sind mega lässig. Es läuft immer etwas, es ist so ausgeglichen. Das ist wirklich cool. Also Fight.
Da hinten der Lucian. Ja, und dann ist da ein Gewinn macht halt schon Schaden. Da Jarvan noch rein, ja. Jetzt ein Botlane, der Push von Gen.G. Der Damage auf den Gewinn ist einfach krass. Und BDD ist aus. Ah, BDD! Nein! Scheiße. Ja, da ist der BDD gecatcht worden. Der wählt natürlich einen grossen Teil vom Damage. Ja, und in 3 Minuten geht es um die Soul. Eben ist jetzt nicht die beste, aber trotzdem. Es ist eine Soul für EDG. Wenn sie dann den bekommen. Ja, und jetzt gerade Gen.G ein bisschen am. Also, sie haben zwar Turm-Botlane bekommen, sie haben Turm-Midlane bekommen, aber das Baron Powerplay ist jetzt bei 800 Gold, also nicht wirklich krass. Ult nochmal gebraucht zum Wave clearen. Dass man die Turm nicht verliert. Ja, langsam kommt das Late Game von EDG rein. Ja, und Lucian ist einfach brutal. Das ist schon krass. Da, als ich mit Lola angefangen habe, war Lucian noch die ersten 10 Minuten stark gewesen. Und wenn er dort nicht vorgekommen ist, ist er fertig gewesen nachher. Und jetzt ist er schon gut. Vor allem seine Ult macht so grausamen Damage. Ja, und ich meine, der Farm 384, das ist einfach brutal. 700 Gold Shutdown, jetzt gerade auf 650 Gold aber für den Lucian. Also wenn es den mal verwünscht, gibt es ein bisschen Cash. Also ist wirklich so, jetzt ist EDG ist hinten drin mit dem Gold und Gen.G ist voraus. Aber die Shutdowns sind alle auf EDG. Aber die haben eine brutale Farm auf diesen 2 Gems. Gut, der Renekton hat auch brutale Farm. Einfach bringt es auf dem Renekton ein bisschen weniger als auf dem Lucian. Ja, und jetzt ist eigentlich Teams am Warten auf den nächsten Baron und auf den Drake-Fight in 2 Minuten. Auf den freuen wir uns natürlich. Aber vielleicht lernen sie einfach gehen, dass schneller an den Drachen kommt, aber das glaube ich nicht. Ja, und da Lucian hat noch Clans gekauft. Also Clans. USS, Quecksilberscherben. Also sich kann dass er nochmal einen Escape mehr hat. Er hat Clans und das dabei. Also er will wirklich einfach nicht verwünscht werden. Aber wenn es ihn nimmt, dann fällt so viel Damage. Also von dem her ist es gerechtfertigt. Also auch wenn er Bubble abbekommt und wenn er angeflasht wird und gestunt, kann er sich aus beiden befreien. Von dem her, ja, ist ein bisschen Goldverschwendung je nachdem, aber ich meine, es hat Magieresistenzen drauf und gegen BDD ein bisschen Magieresistenz haben ist auch nicht schlecht. Von dem her total verständlich der Kauf. Aber ja, jetzt ist dann bei EDG ist alles von den Beschwörer-Zauber wieder ready. Mit Gen.G aber auch. Also ist alles parat für den nächsten Fight dann. Jetzt gerade nochmal Blutdürster auf den Miss Fortune fertiggestellt. Also auch recht viel Lifestyle im Haus jetzt. Bubble! Ja, jetzt probiert man sich da gerade ein bisschen die Vorherschaft über die Midlane zu sichern auf Seite von Gen.G. Einfach, dass man da für den Drake das bessere Setup hat, aber ja, der Baron kommt in 4 Sekunden, von dem ist die Frage, ob sie sagen, sie tauschen den Soul gegen Drake, also Soul gegen Baron. Was sich jetzt für Gen.G noch wird lohnen, sage ich mal. Also wenn die jetzt noch den Baron bekommt, ist es nicht besser, als wenn die anderen Soul bekommen. Jetzt aber gerade Midlane Pressure, schöner Damage. Dann der Backport interrupted. Ja, jetzt muss da Zoe ein bisschen aufpassen. Wenn jetzt einer gecatcht wird, wäre ganz schlecht. Also es wird wahrscheinlich Baron und Drake, also Drake ist jetzt eh schon weg. Ja. Jetzt Rascal mit dem Engage. Oh, schön 2 tot. Ja, Gwen wird wahrscheinlich den Rascal mitnehmen, der hat noch GA. Aber ja, 2 Leute gegen Soul tauscht. Oder 3 Leute gegen Soul tauscht. Das nimmt wahrscheinlich Gen.G gerne an, weil sie können jetzt Richtung Baron gehen. Und entweder pushen sie jetzt ein oder sie holen gerade
der Baron. Aber ich denke, für die Base wird es nicht lange. Aber sie werden sicher den Turm holen und vielleicht sogar noch die Inhibitoren. Aber jetzt einfach ein 0 vom Jarvan zum Minions clearen. Um ein bisschen Zeit rausholen. Und wenn er rauskommt, umso besser. Ja, jetzt da geht TP wieder rein. Von BDD. Also das heisst, wenn sie... ich glaube nicht, dass für die Base langt. Viper! Es geht einfach nur darum, um den Farm rauszunehmen. Alles auf Minions, alles auf Minions. Aber sie wollen's und er ist nicht gestorben. Es ist so close. Nein, sie haben den Sieg. Oder? Ja, Genji hat gewonnen. 2-1 für Genji, das glaubt man ja nicht. Gibt es noch einen Reverse Sweep? Man weiß es nicht. Ja. Schön war von Genji. Ich glaube, der Renekton-Pick, der ist es. Oder ist es einfach der Clit auf dem Lee Sin? Obwohl ich muss sagen, so krass sind jetzt die in 6 nicht gewesen, das Spiel. Aber es ist einfach als Teamkampf, haben sie es gut gespielt. Der letzte Kampf gewonnen. Immer voraus im Gold. Ja, aber EDG hat auch sehr gut ausgesehen. Also sie hätten das können holen. Am Schluss einfach dort den Fight verloren für die Soul. Ja, mit dieser Soul nehmen gehen. Ich weiß gar nicht, ob es gegangen wäre, aber ja, sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Auch sehr interessant gewesen, auf Augenhöhe. Ja, dann sehen wir sich zum nächsten. Ja, so, da wären wir wieder zurück in der Pick- und Ban-Phase vom 4. Spiel, Matchpoint für Genji. Völlig unerwartet. Ja, Bans wieder klassisch wie vorher. Wieder für EDG, hat wieder die Seite wählen. Gerne wieder Blue Side. Flander hat wieder mal Lucian eingeloggt. Also dann für die Botlane wahrscheinlich. Ist bis jetzt auch immer sehr ein guter Pick gewesen. Auf Seite von Genji sieht man bereits den Graves und die Lulu. Mal schauen, ob es wieder die gleiche Botlane gibt. Also Nami, Lucian ist wahrscheinlich wieder drin. Also bis jetzt aber immer sehr gut gespielt um Bot herum. Ja, der Jarvan weiss sie einfach nicht. Aber sie gehen das mal nicht für... Lee Sin haben sie rausgenommen. Den habe ich das mal nicht gesehen. Ja, jetzt müssen wir da wieder refreshen. Dass das wieder gut funktioniert. Ja, da haben wir den natürlich draussen. Wir haben wieder die gleiche Botlane wie die schon 2 Spiele, die wir hatten. Das letzte Runde hat es schon ein bisschen besser ausgesehen, aber ich finde immer noch Nami, Lucian haben Lulu Miss Fortune outclassed. Von dem her verstehe ich den Draft von EDG gut. Natürlich Graves auch super gewesen. Also super gewesen. Hat gegen Renekton verloren, von dem her. Ja, vielleicht probiert es mal EDG mit Renekton, wäre eigentlich noch lustig. Aber eben, wenn er ein bisschen pressured wird, hat man auch den gesehen, wenn er behind fällt und man nicht gerade im 1 gegen 1 gekillt wird, dann sollte das eigentlich auch ein gutes Matchup sein für die Graves. Ja, Xin jetzt rausgenommen. Jetzt kommen sicher wahrscheinlich Target-Bans für den Jungle. Fehlt noch Midlane und Jungle. Gut, sie können auch Graves natürlich im Jungle spielen, wenn sie dann wollen. Das ist aber einer von diesen Flex-Picks. Orianna ist draussen, Ryze ist draussen. Ja, ich finde eigentlich krass, dass Orianna so stark priorisiert wird. Und Poppy draus. Ja, Poppy ist auch ein cooler Jungler. Ist auch ein cooler Toplaner. Poppy ist sowieso mein Liebling. Ja, jetzt ist ein bisschen die Frage, was sich da Genji überleitet. Viego. Ja, hätte müssen Viego sein. Von dem her hat halt nur 53% Winrate. Das ist halt schon, aber doch 15% Pick. Aber ja, Viego ist zwar lässig zum Zuschauen, aber ich mag das Design einfach nicht. Ja, jetzt sehen wir Scout auf Zoe. Das wäre auch noch lustig. BDD seine eigene Medizin über. Ja, tatsächlich Zoe auf Scout. Gut, gefällt mir eigentlich. Und jetzt haben wir da noch einen Ken. Würde natürlich auch gut in die Jarvan-Ulti passen. Ja, 67% Winrate sogar auf dem Cannon bis jetzt. Jetzt ist die Frage, was Genji da als Antwort vorbereitet hat. Ich glaube nicht, dass sie nochmal wollen. Ja, gut, die Antwort ist ja schon da. He? Ja,
Asir gegen Zoe. Ja, funktioniert eigentlich. Also der Shuffle ist natürlich gäbig, weil wenn sie ulten, kannst du einfach hier und sie das Team hier ulten. Und Cannon Graves Matchup favorisiert glaube ich schon ein bisschen den Graves. Aber mit Cannon hast du halt auch Range und kommst besser klar als mit dem Renekton zum Beispiel gegen Graves. Ja, aber ich würde sagen, Damage ist in beiden Teams. Engage ist jetzt bei EDG natürlich besser mit dem Charmen. Natürlich mit Zoe Bubble ist auch nicht schlecht. Und dort ist halt bei Gen G jetzt nicht so viel rum. Also wenn sie engagen, ja, ist eigentlich hauptsächlich der Asir dort. Aber sonst fehlt bei ihnen so ein bisschen Engage-Potenzial. Aber so, wenn es um Teamfight geht, wo Gen G wahrscheinlich mehr das EDG eintradet. Und Edward Gaming wird einfach über die Range und über natürlich Cannon Ult versuchen, die Flanks zu finden. Ja, aber vom Poke her sieht es wirklich gut aus für EDG. Also mir gefällt das Spiel, gefällt mir jetzt die EDG-Comp wesentlich besser. Ja, mir gefällt einfach, ich finde Asien nicht so krass im Moment. Also ist schon gut und ist auch im Spiel, das sie gewonnen haben, sehr gut gewesen. Ja, aber für, ja, vielleicht täuscht es auch. Also Scaling ist sicher rum auf der Seite von Gen G. Auf der Seite von EDG. Ja, ist einfach Teamfight und natürlich mit der Zoe. Also Catches sind sehr erwünscht auf der Seite von EDG. Aber wenn es Herd auf Herd im Teamfight kommt, ja, dann kommt es mega aufs das Positioning an von diesen zwei Teams. Vor allem vom Asir natürlich und wie auch Zoe kann ihre Bubbles treffen und alles. Und natürlich, ob der Viego seine Resets bekommt. Sobald er anfängt, seine Resets zu bekommen, dann wird wahrscheinlich der Fight in Richtung von Gen G gehen. Aber ich sage, das Spiel verspricht schöne Teamfights. Aber eben der Engage von Gen G, der fehlt halt ein bisschen. Dem her dort hätte ich gerne noch etwas mehr gesehen. Ja, aber ich meine, also ja, sie haben halt Graves pickt für die Toplane und dann Pause, schön. Kann ich weiterreden. Dann Miss Fortune und Lulu Botlane, die beide eigentlich auch kein Engage haben. Und dann halt mit dem Viego im Jungle. Ja, und Xin war auch nicht mehr rum. Also, ja, vom Engage her ist nicht mehr so viel rum, wo jetzt wirklich Meta ist. Aber ich muss sagen, gefällt mir eigentlich. Ich freue mich schon auf die Fights und ich freue mich, Cannon Flank zu sehen. Wenn der so eine richtig schöne Flank hier haut, dann ja, geht der Teamfight sicher an EDG. Aber ich meine, wir dürfen auch Asien nicht vergessen. Also wenn der Cannon hier kommt, hat Asien auch die Chance, ihn wieder rauszurühren. Aber es ist natürlich jetzt auch kein Lee Sin-Kick, den der Cannon wieder rausrühren kann. Aber ja, es wird sich in diesen Teamfights entscheiden. Und natürlich gespannt bin ich, wie Zoe funktioniert. Also Zoe kann da einen rechten Unterschied machen, wenn sie vorher jemanden catcht oder schon mal damaged. Und halt jetzt auf Seite von EDG eigentlich der einzige Poke, ob du Miss Fortune vielleicht die Ulti hast oder ob der Asir. Aber das ist eigentlich nicht viel. Make a break. Ja, die mit ihren tausenden Kaffeebecher auf dem Tisch. Was ist denn noch seine Tabletten dort gegen das Kopfweh? Das könnte im Fall schon sein, hä? Oder was ist das dort zwischen denen? Gut, nein, die haben das alle. Vielleicht ist das auch das Wärmeküsse. Mal schauen, ob es einen packt. EDG. Ja, die Lucian Nami Lane, muss ich sagen, finde ich wirklich lässig. Aber ich verstehe auch, warum das nicht in der Band Priorität war. Weil, obwohl sie eigentlich krass sind, also im ersten Spiel haben sie natürlich einfach überrannt. Aber sonst hätte man es eigentlich schon im Griff behalten. Das sind jetzt auch 2 Spiele gegen die Comp sozusagen gewonnen. Gegen die Botlane. Aber ja, es ist ich
Ich finde wirklich lustig, dass sie es dreimal das Gleiche nehmen. Also vor allem von der Seite von Gen.G. Aber ich meine, bei ihnen jetzt funktioniert, warum soll es ändern? Und bei EDG hat es eigentlich Botlane auch funktioniert, einfach der Rest war ein bisschen das Problem gewesen. Oder einfach das Zusammenspiel dann. Ja, aber ich hätte schon gerne Poppy Jungle gesehen. Ja, ich glaube, in diesen Games werden wir nie Twisted Fate oder Yumi oder LeBlanc sehen. Ich glaube, die werden nicht aus der Bannliste rauskommen. Und der Aphelios ist eigentlich ein Sünder als Permaban. Also eigentlich wechselt nur der Lee Sin Ban. Zwischen Graves und Lee Sin wahrscheinlich. Ja, ich bin jetzt einmal gespannt, ob wir nach dieser Runde fertig sind oder ob es noch eins mehr gibt. Ja, es ist so. Es ist halt kennen mit Charm, mag schon cool sein, aber er muss sozusagen entweder schon in der Ult rein sein oder muss halt dann reinflashen, wenn sie gefangen sind. Aber halt der Flank vom Cannon ist halt auch mega gut. Ja, von dem her, ich glaube, es sind beides rechte Skillcoms. Also gut, Skillcoms wie Ego. Nein, aber ich glaube, es wird wirklich dort ja, sich in den ganzen Teamfights entscheiden. Und ich bin schon mega gespannt, wie sie das ausspielen. Ja, ich weiß nicht, was sie für Probleme wieder haben. Aber es ist cool, wenn es irgendwo würde stehen. Also man würde es vielleicht hören, wenn man jetzt den Ton würde einschalten. Aber da ich jetzt so müde bin, mal noch ein bisschen labern. Ich glaube, so wie es mir ist, dürfen sie während der Gamepause nicht miteinander reden. Sonst könnten sie taktisch dort austauschen. Also sie können sich ja alle einzeln Gedanken machen, aber ich glaube, sie dürfen gar nicht reden. Ja, mal schauen, ob es das noch reverset von EDG. Also ich hätte jetzt nicht mehr können, wenn sie Renekton gepickt hätten auf der Seite von EDG. Als letzter Pick. Oder in der letzten Rotation. Wahrscheinlich haben sie das nicht wollen. Oder ja. Ich glaube, wenn auch Nasir nachher gehabt ist und so, dann. Gut, Asir ist, glaube ich, als letztes eingeloggt worden. Ja. Da haben sie eigentlich nicht gewusst, was noch kommt. Aber ja, mit Lulu kannst du im Renekton einfach verwandeln. Von dem her ist er dann auch useless hinten dran in der Backline und stirbt. Aber ja. Ich glaube, das wäre auch noch etwas, was wir vorbereiten können für zukünftige, sagen wir mal, Casts. Wäre irgendein Thema, das man besprechen kann während der Pause. Ich sage jetzt mal, das ist schon die zweite Pause. Die erste ist zwar recht kurz und vielleicht sogar schon die dritte. Aber die letzte war einmal recht kurz und dann musst du gar nicht gross etwas erzählen. Und da wäre jetzt eigentlich noch gut, wenn man noch etwas hätte, wo man könnte darauf eingehen könnte. Also ja, es war jetzt einfach nur ein Versuch und ich kann mal wählen. Aber jetzt wäre es noch cool, wenn man so ein bisschen Facts zu dem Team könnte einbringen oder irgendetwas. Oder zum Spiel selber. Von dem her könnte man sich dort auch noch etwas überlegen, zu den Skills oder so. Ja. Was ich auch nicht weiss, ist, ob also Teams spielen ja schon gut, aber ob sie wirklich Damwon das Wasser reichen, weiss ich nicht. Weil es sind doch noch ein paar Fehler drin. Zwar das letzte Spiel von Gen.G habe ich schon recht clean gefunden. Aber ich hoffe, es gibt ein würdiges Finale. Ich sage, wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, was meistens mit einem 3-0 geändert hat, ist dann immer so ein bisschen schade für das Finale. Also eigentlich fehlt dann so ein bisschen der... Also es ist geil, wenn das Finale auf 5 Spiele rausgeht. Ja, dann haben wir schon die ersten Trades Botlane.
Das Mal ja, läuft es ein bisschen besser. Nein, nicht einmal. Jetzt haben sie recht viel Damage bekommen, EDG. Aber ich glaube, es ist einfach das Level 1, das auf Seite von Ruler und Live stärker ist. Aber sobald sie mal gepoked haben, also wir haben jetzt gesehen, schon das Spiel, beides mal um die Level 3, 4 rum, ist der Ruler fast gestorben, weil so viel Damage reingekommen ist auf einmal. Von dem her turnt sich das Matchup dann an. Ja, man sieht jetzt auch da schon mal, wie viel besser das Matchup ist gegen Graves mit Cannon. Also ich halt einfach farmen, im Gegenzug zu einem Renekton. Und Cannon hat natürlich auch keine Mana. Aber jetzt Rascal versucht noch ein bisschen gegen zu traden. Aber er kommt so viel Damage über. Cannons aggressiver Jordel. Happiness Overload Mode. Ein Glied hat es da mit dem Invade versucht. Hätte auch noch Smite ready. Und jetzt die Frage, wer da den Gross bekommt. Der GG hat auch noch. Oh, jetzt ist er drowsy. Das ist... Aber schön abgelaufen, bevor die verstärkte Q gekommen ist. Und der Kill geht da. First Blood EDG. Scout. Nein! Doch! Nein! Er hat doch gesleept! Nein! Oh, Double Kill. Scout, schön. Ja, 2 für 1, das nimmt man. Oh, was für ein Start. Aber Gold immer noch even, wir haben nicht so viel Gold verloren. Ah, Botlane ist recht hinten drin. Aber ja, es sind jetzt 2 gegen 1 gewesen. He? Da haben wir Kill auf Masier und 2 auf der Zoe. Der Rascal oben hat schon TP draussen. Flander hat dann immer noch ready. Das ist jetzt sicher im Vorteil. Also ich kann jetzt auch noch ein bisschen mehr farmen, bis er den ersten Item holt. Das kommt dann mehr über. Jetzt sehen wir nochmal den Fight. Ja, da Bubble göttlich, gell? Sonst kommst du da nie hin. Chichi mit dem verstärkten ersten Auto-Attack. Ja, da hast du rausgeflasht, dass du für das Blatt nicht abgehst. Und dann da auch noch genug Schaden drauf gemacht. Und man sieht da, wie langsam das... Nein! So close. Ja. Aber gut, ein Attempt mit dem TP. Ja, das sind halt schöne 2 Kills. BDD sagt danke. Ja, je mehr Damage das er Early hat, desto schneller kann er jemanden wegbursten. Also von dem her 2 Kills auf der Zoe super. Ja, das hier mit einem ist auch nicht schlecht daran, aber lieber nicht eigentlich. Ja, die Jungler sind noch klein. Botlane, die normalen Schlagabtausch. Sind jetzt auch wieder even im Farm. Das habe ich vorher die Wave in dem Fall nicht gesehen. Dann noch eine Wave angenommen. Ja, und der Unterschied ist einfach 600 Gold, also das First Blood etwa. Ja, man sieht schon, der Damage BDD ist gut. Jetzt das noch ein ist und dann gibt es nochmal einen Kill. Aber ja, das ist nicht Solo-Queue von dem her. Wird er genug früh weggehen, aber er hat natürlich jetzt auch kein TP mehr, der BDD. Weil er hätte raus-TPen. Aber es war ja so arschknapp, so richtig fies. Und live ist wieder low, also typischer Level 4, den wir vorher angesprochen haben. Das Glück ist schon rausgekommen, aber jetzt kommt ein... Ja, das müssen sie diven. Live muss weg da. Ja, jetzt werden ein paar Platings, also sicher ein Plating werden sie verlieren. Aber ja, da müssen sie einfach respekten und gehen. Gut, jetzt kommt der Klick dazu, aber ich meine, es ist jetzt 4 gegen 3. Bubble hittet. Und wenn ein Scout sagt sich, was du kannst, spiele das kann ich noch lang. Jetzt haben wir schön das Plating bekommen. Jetzt kommt Space. Schön, schön. Bubble, wieder mal 30% Leben weg, Cookie gefressen. Ja, ist noch gut. Klit, probiert es nochmal in die Jungle. Ja, wenn das... ja, Gigi hat kein Mic gehabt und dann ist er halt weg. Rascal. Ja, was wollte der da? Einfach mal deep werden. Und pink stellen. Ein bisschen für Vision sorgen und schauen, ob wir einen Kill holen, aber da passiert wahrscheinlich nichts im Moment auf der Midlane.
Ja, Toblin passiert auch nicht viel. Scrabby für den Klit. Jetzt mit den alle ein bisschen Level 6 werden und dann fängt es noch interessant zu werden. Spannen. Einfach ruhig auf der Lane. Sogar wenn du selber Range hast. Ja, und EDG mittlerweile 1,2k Gold vorne. Ich glaube, das meiste ist auf dem BDD. Auf dem BDD, gegen den BDD. Ich habe einfach so gesehen und dachte, es muss BDD sein. Aber ja, das Scout macht das einmal gut. Die Bubble hat nicht gekittet, krass. Ich habe gemeint, da läuft er noch rein. Aus Versehen. Aber jetzt hat er es verwünscht. Aber ja, GG ist nicht genug näher. Verpasst. Ja, aber ich glaube, da wäre nichts passiert. Also gut, BDD hätte ich können mit den Ulten zurückwerfen, aber ja, für einen Kill wäre es ein bisschen knapp gewesen. Ja, bekommt immer der Rascal ein bisschen Damage über. Der hat aber schon Lifestyle-Item gebaut. Von dem her hielt er sich dann dort wieder rauf. Kleid schaut auch mal kurz Toblane vorbei. Aber gibt es im Moment auch nicht so viel zu holen. Ja, es scoutet jetzt Might. Das heisst, ihr könnt die Henriette, die Haraldine Double smiten. Also Kleid muss jetzt gegen 2 Smites ran. Ja, ich glaube, kommen jetzt auch nicht an. Also EDG spielt das Spiel schon wesentlich kontrollierter als das letzte. Haben jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Pressure auf den Lanes, also vor allem Midlane. Ja, und GG. Das ist das 4. Spiel auf Jarvan. Krass. Ja, und vielleicht funktioniert es, wenn man im Klit Lee Sin wegnimmt. Jetzt mal gespannt, ob der Gang funktioniert. Jetzt Stan hat gekittet. Ja, schön. Ja, da nimmt es dich. Da bist du zu langsam. Kill auf dem Cannon. Auf dem Viego. Ja, mal schauen, vielleicht ist mit Viego doch auch gut. Das war einmal ein schöner Gang gewesen. Ja, und da die Nebelwand vom Graves auch mühsam. Oh, und jetzt Nami. Ja gut, das ist ein Kill. Wo gehst du hin? Ja, schöner Kill gewesen, schöner Roam von der Nami. Michael macht das gut. 3. Kill auf der Zoe. Ja, die kommt auch gut ins Spiel, die Zoe. Beide die wahrscheinlich ein bisschen eifersüchtig. Ich würde auch gerne Zoe spielen. Ja, und jetzt sind das nochmal 2 Platings da oben. 3, 1, 2, 3. 3 Platings werden sicher sein. Vielleicht sogar 4. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ja. 4 Platings weg. Ja, und der Gold League steigt. Wave Clearer mit Ulti. Ja, es ist schon. Sie macht das Makro ist wieder besser von EDG. Also sie haben jetzt auch die Möglichkeiten natürlich mit den Champions das zu machen. Halt, wenn du gerade eine gefeedete Zoe hast. Ja, und der Cannon ist auch gut, wenn er ein bisschen behind fällt, aber ich meine, er ist im Gold fast even. So, Jarvan ist ein bisschen voraus. Midlane ist wieder der Goldunterschied, also einfach für den Scout. Ich glaube, Zoe sorgt einfach dafür, dass man auch nicht mehr Gold hat. Ja gut, wenn man so alt ist wie Zoe, hat man genug Zeit gehabt, zum Lernen zu traden. Ja, jetzt muss man einfach schauen, dass das nicht mehr weiter wächst, der Gold-Lead. Plays suchen. Aber ja, es ist noch early. Drake wird sicher kein Cloud-Drake sein, das Game. Also entweder Ocean oder Erddrache. Sind beides starke Drachen. Ich glaube... Nein, ich finde es cool. Gibt es die starken. Wir trinken nach 11 Minuten. Sozusagen der Power Spike vom Jarvan. Die Überlebens-Power Spike. Ja, und jetzt ist die Frage, ob sie für einen Botlane Dive gehen. Aber die ziehen sich da schon zurück.
und der Asir. Und so bleiben Midlane, von dem her werden sie da einfach wieder zurücklaufen und den Farm annehmen. Aber es ist trotzdem wieder das Plating für EDG. Das sind mittlerweile 4, 5, 6, 7 Platings. Stimmt das? 7 Platings, glaube ich. Ja, es müssen glaube ich 7 sein für EDG. Und noch kein Plating für Gen-G. Also die Lanes wesentlich... doch, oben haben sie schon heiß bekommen. 1, 2, 3, Mitte. 4, 7, ja. Ja, Viego ist da eingeschläfert worden. Ja, ich hasse nicht schlafen. Aber ich hasse auch Viego, von dem her ist okay. Gleicht sich's aus. Minus und Minus gibt Plus. Ja. So, ich mittlerweile mit 350 Gold Shutdown. Spiel ist wieder ein bisschen ruhig. Wird, glaube ich, in den nächsten paar Minuten nicht so viel passieren, bis dann zum Drake. Viego ja wieder gebufft worden im aktuellen Patch. Zur Freude von allen. Graves holt sich da jetzt nochmal ein Plating. Ist halt immer der Nachteil mit Graves. Weil du, wenn du mit Graves Autotext machst, so einen Streuradius hast. Und halt immer die Turret-Agro bekommst, wenn du natürlich den Cannon jetzt da in dem Fall auch noch triffst. Aber dafür machst du sonst genug Damage. Und ja. EDG muss jetzt schauen, wie sie noch weiterführen kommen. Da haben wir die erste Ult auf dem Ruler. Live nimmt auch noch ein bisschen vom Damage. Bubble touched. Ja, das wäre auch mal etwas zum Anschauen, wie das Namenteil heisst. Sieht auch aus wie eine Bubble. Jetzt kommt da dann der Engage Tower Dive. Gut, Ult ist draussen. Lulu hat noch Ult. Ja, okay, es kommt noch mit dem TP zusammen. Jetzt kommt die Ult vom Jarvan. Flash steht genau. Live wird sicher sterben. Ja, hat sich bewährt. Jetzt der erste Tower für EDG. Super Play. Mit dem TP Tempo gemacht und aber ja, richtig schönes Makro-Play gewesen. Und alles während ich lesen, wie das Skill heisst. Wassergefängnis heisst das Skill. Eigentlich Water Cage. Ja, und jetzt Rascal geht da allein gegen den Flander. Um ihn vom Turret wegbringen. Aber ja, jetzt haben sie komplette Turm bekommen. Aber die Toplane wird jetzt im Vergleich auch gerade fallen. Also jetzt die 3,5k Gold werden jetzt gerade wieder weniger sein. Aber sind doch bei 3k Gold Lead. Und Midlane-Turm geht dann an. Ja, da wird es auf aller Ebene da pressured, außer halt Toplane. Jetzt haben sie für Harald Midlane-Turm aufgegeben. Ob das Worth ist, kann man diskutieren. Ja, und dann würde ich sagen, in 30 Sekunden wäre wieder Drake-Fight. Jetzt wird da sicher Midlane rausgepusht. Von den Wards sieht es besser aus für EDG. Ich glaube, sie wollen sich auch den Drake holen. Ich glaube, sie haben im Moment auch Mittel und Tools dazu, dass sie den Drake haben können. Ich weiß nicht, ob Gen-G da fighten will. Oh, Bubble auf dem Graves. Oh, geht noch davor kommen. Ja, Flander hat Teleport, falls der Drake-Fight kommt. Viego schon mal da. So ist einfach mühsam. Da sieht man auch gerade Zoning Bubble. Also sie müssen jetzt einfach warten, bis die Bubble abgelaufen ist, vorher können sie nicht durch. Ja, und das Scout ist immer schön. Die wäre jetzt schön gewesen, wenn sie da im Eingang gelegen wäre. Und jetzt ist das Smite-Duell und Viego hat es geschafft. Aber da schöner Engage vom Gigi auf den Asir. Asir wird sterben. Lebt noch. Der ist tot, aber kennen mit dem Super Maelstrom nicht schlecht. Und der Fight geht eindeutig an EDG, auch wenn sie den Drake verloren haben. Die einzige, die noch läuft, ist Miss Fortune. 1 gegen 4 traded für den Drake. 5k der Gold Lead.
Ja, guter Versuch gewesen, gutes Mic gewesen, aber der Fight... Gut, Asir hat länger überlebt, als ich gedacht habe. Aber ich kenne ihn mit TP und Malstrom rein. Also da sehen wir, wie er dazu tippt. Dann ist er wahrscheinlich mit dem Flash rein. Ja, voll 4 Leute. Krass. 4 Leute gestunt. Ja, gegen so einen Malstrom hast du einfach keine Chance. Ah, super Play. Ja, und jetzt sieht es da langsam schwierig aus in dem Spiel für Genji. Fünf Kills auf der Zoe, 2 auf dem Lucian und eine Toplane. Schöne Verteilung. Aber auch bei Genji ist es nicht schlecht. Aber ich glaube jetzt in diesem Spiel EDG einfach stärker. Spielt ihre Comp super aus. Drake hätte jetzt nicht verlieren sollen, aber ja, es gibt jetzt auch eine Wassermap, Wassersoul. Der Rascal immer da ein bisschen am pushen. Da hat Chichi am invaden. Aber das Camp weg, aber die Toplane wird jetzt fallen. Jetzt kein Mittel, um das zu verteidigen. Ich glaube, Zoe ist einfach krass. Ich glaube, in diesem Spiel ist es einfach Zoe. Es ist einfach so viel Zoning-Potential mit der Bubble, die Leute können einlaufen. Dann mit dem Cannon. Cannon ist nicht umsonst ein Champion, der fast am meisten, wo sehr viel gebannt wird. Und jetzt die Botlane beantwortet von Graves. Mit einem schönen Charge in den Turm. Ja, das Spiel beruhigt sich wieder ein bisschen. Also beruhigt sich. Es war einfach der Fall beim Drake und jetzt geht es normal weiter, aber der Lead immer noch 5K. Ja, Gale Force auf Lucian, 2 Items auf dem Lucian fertig. Enemy Protobelt. Und das erste Magiedurchdringungs-Item, also das Vor-Item. Sie auch beim ersten, sind eigentlich jetzt alle beim ersten Item angekommen, außer natürlich die Lulu. Also alle außer die Lulu sind angekommen. Die Frage ist, ob die Lulu sie im Inventar hat oder nicht. Aber ja. Toplane Jungle gehört jetzt auch nicht mehr ganz Genji. Und Baron 20 Minuten. Aber Baron wird jetzt noch nicht gehen. Sie haben jetzt auch mit Lucian wahrscheinlich nicht so der schnellste Baron. Aber es lange trotzdem. Ja, ich glaube, die Chance ist gross, dass wir in das Best of 5, also ins 5. Match vom Best of 5 kommen. Es sieht da wirklich gut aus für EDG. Also halt Scout ist einfach gefeedet wie blöd. Jetzt zwar weniger Farm bei der Lucian, aber 5 Kills. Und jetzt fällt noch die Midlane da für Genji. Oder nicht. Sie geben sie auf. Wahrscheinlich für Vision und den Drake. Ja, ich muss jetzt auch sagen, so ein bisschen der Drake ist das, was für Genji rum ist, zum zurückkommen. Wichtiger dort stehen von der Bubble. Das wäre da gewesen. Die P auf dem Rascal ready. Aber jetzt sind sie wirklich, man sieht, sie haben auch einen Pink, den Drake, und sind ihn jetzt zum Vorbereiten. Da sehen wir gerade TP Midlane, einfach fürs Tempo, dass man dort ist für den Drake. Kled muss jetzt aufpassen, dass er nicht stirbt. Aber schön, die Pflanze drüber. Ja, wäre jetzt bitter gewesen, wenn sie ihn gecatcht hätten. Ja, ich glaube, wenn sie zurückkommen im Moment, entweder im Late Game mit dem Asir, mehr Damage. Das ist fies. Oh, er hat es geschafft. Ohne Bubble. Ja, jetzt sehen wir dann wahrscheinlich gerade den nächsten Fight. Jetzt ist die Frage, wie gut dass der Cannon kann flankieren kann. Er hat wieder Flash ready. Von dem her versucht er jetzt wahrscheinlich ringsum zu laufen, um von hinten zu kommen. Ist jetzt der Scout, der das macht. Schauen, ob der Bubble trifft. Der Bubble trifft niemand. Und jetzt Klid ist auch im Pit rein.
Und Graves hat jetzt verwünscht, aber ist okay. Ich glaube, jetzt gibt es wieder ein 50-50 und hätten wieder verwünscht. Ja, Klid einfach smite sicher, das ich. Und jetzt Asir mit der Wall, mit der Phalanx. Ja, der Fight sieht zwar nicht so gut aus jetzt gerade für Gen.G, aber es ist 3:2. Ich glaube, das ist okay, für das, was man den Drake bekommen hat. Oh, schöne Bubble. Ja gut, dann ist es 4 für 1. Dann ist immer die Frage, wie fest Wurf das noch ist. Ich würde sagen, es ist ganz okay. Für EDG. Nicht für Gen.G. Ja, ist jetzt ein bisschen schade gewesen. Schade, dass wir nicht raus können. Aber im Teamfight sind es einfach besser EDG. Also man merkt einfach das Gold, wo sie vorne sind, dass die 5,5K, 6K jetzt. Merkt man einfach ungemein. Ja, aber sie haben trotzdem Drake. Also für den nächsten Drake wäre es ein Soul. Ja, dann schauen wir uns das nochmal an. Ist jetzt die Frage, ja, es ist halt, der Klid kommt Dings über. Er hat Gigi flasht raus. Dann wird es wahrscheinlich jetzt die Asir-Wahl, ist eigentlich gut gewesen. Und dann halt wieder der Flash vom Cannon mit der Ult, ist einfach brutal. Ist dafür gestorben, aber ja. Und jetzt die Bubble. Bubble. Sniper-Bubble. Ah, so knapp. Gut, er wäre wahrscheinlich eh nicht mehr rausgekommen, aber schön gemacht vom Scout. Aber eben, Drake an Gen.G, also sie haben trotz 5,5K Gold haben sie Chancen. Wenn da Miss Fortune ein bisschen mehr Schaden macht, kann es schon etwas werden. Aber jetzt einfach müssen sie safe bis zum nächsten Drake durchheben und dann, wenn man einmal einen super Stil gesehen vom Klid und sie könnten es schaffen. Aber sind wir ehrlich, wir haben alle das Best of 5 Swift Game gesehen. Von dem her, EDG, go for it. Auch Mobilität ist einfach zu wichtig für ADC. Es gehen beide auf Sturmwind, also Gale Force. Das ist einfach der kleine Dash, was halt noch ausmacht. Ja, das Ding Viego weiss ich noch nicht, was ich davon halte. Also hat einfach die Steals gemacht, aber ich weiss nicht, ob es Viego ist oder Klid. Ich glaube, es ist einfach Klid. Ja, sie haben halt... Ich glaube, der Lee Simban, der war gut für EDG. Ich glaube, mit Lee Sin hat er wesentlich mehr gemacht in dem Spiel als jetzt mit Viego. Aber ja, ich bin mega gespannt auf die 2 Minuten. Double Knock-Up. Wow. Jungs, sie sind auf der falschen Seite. Und Ken wieder mit der Ult. Aber das mal nicht so viel getroffen. Oh, vorbei. Aber verwünscht vom BDD. Krass. Sie haben einen Kill rausgeholt, aber... Ja, ich glaube... noch ein Snipe-Versuch. Ja, der Flander-Ult war das mal nicht so gut gewesen. Aber natürlich auch kein Flash im nächsten Fight. Ich sage jetzt mal für den Drake wird der Flash wieder ready haben und Ult natürlich auch. Dann wird es sich dann nochmal zeigen. Viego wird dann keinen Flash haben, dafür wird Miss Fortune mit der Flash haben und der BDD auch für den nächsten Drake-Fight. Also ist alles ready. Also wir sehen da eigentlich guten Engage, habe ich gemeint, für den Jarvan. Aber der BDD ist rausgekommen, Klid ist gerade noch so knapp rausgekommen. Und dann Flander geht rein, frisst einen grossen Teil von der Miss Fortune Ult. Dann halt mit dem Kollateralschaden ringsum lange, dass sie nicht runterchasen können. Ja, von dem ein schönes Play für Gen.G. Ja. Aber es sind immer noch 5K Gold. Aber jetzt kommt der nächste Fight in 30 Sekunden. Also jetzt, wenn der BDD, wenn der Scout mit so einen guten Catch verwünscht oder so, wäre das natürlich voll krass. Wir sehen jetzt, ja doch, also wenn der Drake kommt, sollte eigentlich Flash für den Flander wieder ready sein. Aber ja, sie wollen sie da catchen.
Gut, der Rascal ist jetzt auch nicht dabei. Es ist eigentlich das 4 gegen 5 und sie sind sich im Choke Point, also Choke Point einfach im unteren Teil gefangen. Rascal kommt jetzt dazu. Viper geht rein. Viel Damage schon auf der BDD. Die Hälfte vom Ruler weg. Gestunt, polymorphed. Und jetzt Rascal mit ein bisschen Damage, aber er wird dafür sterben wahrscheinlich. Ja, er kommt wieder raus. Beide Teams sind mega low. Aber ich glaube, der Drake... Ja, müssen sie abgeben. Ich glaube, den müssen sie wahrscheinlich abgeben. Ja, Klid wird da dafür wahrscheinlich... so viel Healing, Mann. Das ist so krass. Ja, und jetzt da, Miss Fortune tot. Live tot. Rascal wird wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen. Hinten BDD gegen Scout. 80% Damage weg. Und jetzt... Okay, Scout hat outplayed. Ja, Sunjas. Ja, der Fight war völlig auf EDG-er Seite gewesen. Aber eben, sie haben auch den Gold-Lead. Es werden jetzt da für den Baron gehen. Ich meine, es lebt nur noch der Rascal und der wird dann nicht stealen können. Ja, ich denke, das hat den Nagel auf den Kopf getroffen, der Fight da unten. Und ich denke, wir werden in ein 50 Game kommen. Silver Screeps. Ja, aber guter Versuch gewesen. Es war ein paar Mal so nah am Tod von EDG. Aber es hat nie ganz gelangt. Also wenn der Gold-Lead nicht gewesen wäre, wäre der Fight wahrscheinlich an Gen-G gegangen. Aber sie haben sich erarbeitet, von dem her ist es gut. Ja, man sieht schon, dass der Damage vom Cannon am Klid hätte schon die Ult müssen brauchen. Da ist dann natürlich fies, kommen alle raus. Und natürlich der Straussy auf der Miss Fortune, also Bubble. Dann die... Ja, das war schon recht krass gewesen. Scout, 75% Leben weg. Da noch mit der Wall wählen, aber die Auto-Attacks und Sonjas. Oder Stunde. Stopwatch. Ja, schönes Spiel. Scout. Vielleicht ist jetzt nicht mehr BDD Signature. so ist einfach krass. Ja, vielleicht wird es sogar einen Kampf geben so im nächsten Spiel. Ja, jetzt noch mit Baron. Ich glaube, jetzt ist es nur noch ein Spiel beenden da unten. Ich glaube, EDG hat das im Sack und wir schaffen jetzt wirklich in ein 5. Spiel. Also ja, wir haben es noch nicht gesehen. Casterfluch. Ja, Scout wird jetzt da ein bisschen poken. Ich hoffe, dass er jemanden verwünscht. Schöner Damage steht dann auch wieder. BDD fast down. Das heisst, sie können dort nicht mehr verteidigen. Midlane wird mit der nächsten Wave wahrscheinlich auch fallen. Ja, und das Team EDG macht einen guten Job. Scout sehr gut. Flander mit dem Cannon. Wirklich eine der besseren Performances da. Ja, Cannon ist einfach stark. Es ist nicht umsonst so hohe Winrate und Pickban. Ja, jetzt geht es da an den mittleren Turm. PDD wieder 50% Leben weg. Das ist unglaublich. Kannst dich wieder zurückziehen. Und jetzt kommt schon die nächste Wave. Und gut, sie probieren mit der Miss Fortune. Ist halt gegen Baron Minions nicht gleich gut wie gegen die normalen. Ja, und die werden einfach aus dem Leben gepoked. Draußen dort. Glück Zoe keine Ult mehr gehabt, sonst wäre er gerade weg gewesen dort hinten. Aber sie versuchen zu heben. Jo. Einfach weg. Einfach weg. Tschüssi. Ja, also jetzt muss es langsam durch sein. Sehr schöne Drowsy dort. Ja, die Zoe ist einfach so krass und dann ist sie noch so schnell. Und da ist wieder einer weg. Der Zoe haut da einfach alles auseinander. Kennen mit der Ult nochmal. Ja, das war es. Da noch den Turm rausgehauen. Aber ja, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, schönes Spiel von EDG. Gen-G von Anfang an immer ein bisschen hintergefallen. Zoe einfach super. Einfach schön gespielt. Super Champion. Schöne Bubbles getroffen.
Ja, dann Silver Screeps geht es da ins 5. und letzte Game. Sehr gespannt. Ja, und Kled ohne Lee Sin schon schwieriger. Bin eigentlich nicht traurig, ist der Viego nicht so durchgekommen, aber ja, Midlane ist einfach krass gewesen, der Unterschied. Da ist dann halt mit dem Asir wieder deine Problem, wenn in Lane so ein Head kommt. Ja, und Botlane müssen sich vielleicht auch mal etwas anderes überlegen. Du auch im Delusion mit seinen Callings, mit seiner Ulti einfach stark. Nimmt einfach Leben weg von den Gegnern. Von dem her super. Super. Jo, hat mich gefreut. Dann sehen wir uns noch aufs letzte Game vom heutigen Tag. Freue mich. Und bis gleich. Tschüss. Lise sind natürlich wieder draußen. Yumi, Autos. Ja, die sehen wir wirklich nie. Aphelios, LeBlanc, First Pick. Rakan, interessant. Auf der anderen Seite mal etwas anderes wie Lucian. Da ist auch gebannt. Ich habe schon gedacht, dass ein Band durchkommt, die Runde. Ja, und nochmal Jarvan. Der Sieg spielt nichts anderes wie Jarvan. Oh, Syndra ist noch offen. He? Bait. Und das Gegner jetzt Syndra wie baiten. Xin, 36% Winrate. Weiss ich nicht, aber könnte gut kommen. Und wieder Miss Fortune. Ja, mal schauen, was da IDG noch parat hat im AD-Carry-Bereich. Die Frage ist jetzt, ob sie Supporter schon picken. Wahrscheinlich noch nicht. Ja, sie werden jetzt auch Botlane picken. Also Supporter. Ja, Leona und Jhin. Ja, das ist ein gutes Duo. Also Engage auf Seite von EDG. Ich denke, das sollte gut kommen. Ja, jetzt haben wir wieder beide mit Super Engage. Rakan natürlich auch schöner Engage. Xin kann auch gut rein. Auch das Potenzial, um recht viel Damage zu absorbieren. Ja, Syndra jetzt natürlich raus. Jetzt werden da wahrscheinlich ein bisschen Midlane und Toplane-Bans kommen. Wahrscheinlich wird man Kennen auch wieder rausnehmen, außer man hat natürlich vor, den selber zu picken. Natürlich hat jetzt EDG nachher noch den letzten Pick, also den zweitletzten Pick, den sie nehmen können. Von dem her wird es eventuell einen Cannon-Ban geben. So jetzt auch draussen. So jetzt mega strong in den letzten 2 Games. Von dem her nicht verwunderlich, dass sie draussen ist. Ja, jetzt haben wir wieder das Gleiche. Jetzt kommt es wieder. Wenn wir es noch einmal stoppen, müssen wir es nochmal neu laden. Ja, ich bin gespannt, was als nächstes Ban kommt. Wahrscheinlich irgendetwas, ja, Cannon-Ban könnte man schon vorstellen. Asir. Mit Asir habe ich jetzt nie so strong gefunden. Aber ja, ist auch einer wieder von den beliebteren Picks. Das ist die Frage, ob man den Victor rausnimmt oder Cannon. Ja. Ist eigentlich fast klar gewesen, dass Cannon nicht gespielt werden im Spiel. Also gerade nach dem letzten Spiel, jetzt auch gerade vom Vlander mit dem Cannon, der extrem stark war, würde man den sicher nicht offen lassen für eine Runde. Also einfach Teamfight-Potenzial enorm gut. Das Graves noch offen gewesen. Dann haben wir den Graves genommen. Ich lade dann einmal kurz neu. Ja, Graves immer gut. Einfach stark im Moment. Ich mich jetzt zwar in dieser Series noch nicht so überzeugt. Ja, vielleicht ist der Graves los. Das Spiel, das Best of 5 der Fall. Jetzt kennen sie nochmal für Renekton. Ja, du, wieso nicht? Sie haben wieder einen guten Engage. 13% Pickrate mittlerweile, 53% Winrate. Ja, und Orianna ist auch noch offen. Also es wäre auch ein guter Pick jetzt in die vielen Melee-Champs rein. Nicht so eine gute Winrate, aber du, wenn sie kommt, passt es. Auf der anderen Seite haben wir jetzt nochmal den Ryze. Ja, also ich glaube, die fighten nur das Spiel. Also fände ich ja geil. Ich meine, Jarvan will rein, Leona will rein, Rakan will rein. Und Renekton und Xin eigentlich auch. Also ich hoffe, es gibt ein richtig geiles Matchup, richtig geile Fights, richtig geile Teamkämpfe. Also haben beide gutes Potenzial. Das Fortune halt im direkten Teamfight noch ein bisschen mehr, Jhin mehr auf Distanz halt.
Ja, und Orianna mit der Ult. Also wenn sie dann gut engaged landen mit dem Renekton oder mit dem Xin oder ja, mit dem Rakan, kann man da viel machen. Ja, ich glaube, es gibt knackige Teamfight. Kommt, wo ich besser finde. Ist schwierig zu sagen. Also, ich finde halt cool Gen.G. Also wirklich Team rein. Aber auch EDG hat gute Teamkomposition draftet. Mal schauen, was der Renekton auf der Lane kann ausrichten kann gegen den Graves. Ob, sie wieder ob der Fokus wieder auf der Top-Lane ist. Aber ja, mal wieder etwas Neues Botlane, finde ich schön. Also auch mit Rakan natürlich in der MF-Ult rein, kannst du den Gegner auch lang halten. Von dem her steht auch recht viel Potenzial rum und auch mit Jhin und Leona ist es gutes Engage und Pressure-Potenzial. Ja, jetzt mal gespannt. Jarvan 5-mal, das glaube ich fast nicht. Aber ich meine, das Spiel ist er ist nie schlecht gewesen, er hat immer seinen Job gemacht. Für Gangs natürlich auch super. Also ein Standard-Kompo mit Flash ist auch immer gut. Ja, jetzt mal schauen. Der Flander mal nicht. Mal nicht mehr auf dem Cannon. Ja, der Cannon-Pick hat ihn ein bisschen das Knick gebrochen im letzten Spiel. Aber das verspricht eine interessante Partie zu werden. Auch Ruler, da mit drin. Aber die Leona nicht ganz angekommen. Aber Verstärkung wäre rum gewesen, von dem her. Nicht wirklich ein Fred auf ihr, von dem her gut. Ja, jetzt bin ich gespannt aufs Midlane-Matchup. Und mit Ori ist halt viel Poke. Sag jetzt mal gegen so ein bisschen Low-Range-Champions wie der Ryze. Das ist natürlich den Böllen gut setzen. Also immer Orianna immer gute Matchups, wo die Gegner nicht viel Reichweite haben. Ja, und das mal hilft sogar die Botlane. Gegenzug ist EDG gerade rauspushen. Also wird dort Wave Priority holen. Dann Xin wird da gespottet. Also auch gut fürs Tracking der Gegner. Botlane Flander mit einem Langschwert angefangen. Aber wird dort auch Pressure haben auf der Lane von dem her. Das heisst eigentlich, die Toplane wird ziemlich gepusht werden. Lander gibt es das Beste, dass er viel Farm bekommt und nicht stirbt. Aber ich denke, wir werden dort auch wieder einen recht early Versuch sehen, zu diven oder zu töten. Also am besten diven und töten. Vielleicht kommt auch der Klid mal rauf. Ich meine, wenn du auf der Renekton einen Lead anbringst, dann wäre recht geil. Aber ich glaube, das Spiel wird der Flander nicht mehr meist Geist sterben gegen den Rascal. Ja, und unten sieht man schon wieder Pressure auf der Lane vom Jhin. Halt auch gegeben jetzt durch das, dass sie im Jungle geholfen haben. Ja, und BDD kommt da gerade ein bisschen Damage über. Scout ist aber schon mit wenig Mana unterwegs, hat aber noch einen Heal-Trank. Hat noch einen. Und Cookie hat er auch noch. Also hat er sicher noch mal etwa 200 Mana auf der Seite. Also jetzt nicht mehr. Aber pro Ladung Trank kommt mir ja 75 Mana über. Und dann für den Cookie noch ein bisschen etwas. Ja, der Rascal versucht es. Klid geht jetzt Richtung Midlane. Vielleicht versucht er da den Chichi abcatchen. Aber ich weiss es nicht. Wird er wahrscheinlich nicht wollen. Grabby für den Chichi. GG. Ja, mal schauen, ob es gerade noch Double Crab gibt. Nicht die gute Double Crab gegeben für den Chichi. Also, da kommt jetzt auch die Botlane. Also ich glaube nicht, dass sie da Chance haben, um die zu contesten. Jarvan noch ein bisschen Ressourcen zuspielen. Aber der Klid ist noch ein bisschen im Jungle unterwegs. Ich finde es krass, dass Xin so schlechte Winrate hat, weil doch recht viel gespielt worden ist. Also im Matchup gestern war auch ein Spiel sehr gut mit Xin. Ja, mit seiner Ult kann er schon mega viel Damage absorbieren, wo halt von außerhalb kommt. Da wird ein kleines 1 gegen 1 auf der Toplane, wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Flander hat schon fast keine Mana mehr. Das heisst, er wird da gleich wahrscheinlich auf die Lane zurück teleportieren.
solange er kann, noch den Druck aufrechterhalten. Also man sieht es auch mit dem Fahren 33:30, Toplane ist voll easy. Also eigentlich gut, besser als das erste Spiel gegen die Graves. Ja, und Chichi schauen die jetzt da und Xin kommt decken. Also da haben sie voll die Übersicht. Oh! Gut, zum Glück nicht getroffen. Aber BDD muss ein bisschen rennen. Wenn da die Standard-Kombo wieder ready ist, wird es schwierig. Ja, schöner Flash gewesen. Ja, hätte er einfach unten rauslaufen, aber nein. Hätte einfach gehen sollen. Von dem her EDG jetzt die 600 Gold vorne. Ja, und schade. Orianna schon TP gebraucht, um zurück auf die Lane zu kommen. Jetzt muss sie vorlaufen, verliert einen Teil von der Wave. Ja, ist nicht so der beste Start mit Lane. Also das hätte sich verhindern lassen. Da, aber auch sehr schön gespielt vom Chichi. Einfach schön auf das Standard-Kombo gewartet. Ja, ist jetzt ein bisschen schade, aber gehört dazu. Ist begeistert, wenn der Lee Sin nicht dabei ist. Aber ja, wir wollen noch nicht zu früh etwas sagen, aber Scout auch schon, also jetzt auch mit dem ersten Kill in dem Fall. Jarvan und Clit etwa ähnlich unterwegs im Jungle. Ja, jetzt Maiko am Coveren. Live wartet auch. Aber ja, wird auch nichts mehr passieren. Aber ja, ich hoffe, wir werden den Kampf dort nochmal sehen. Es kann jetzt auch wieder mit ein bisschen mehr Pressure auf der Lane. So wie es eigentlich sein sollte für einen Renekton. Ja. Ich glaube, wenn ich wieder Toplane spiele, werde ich viele Renektons sehen. Es ist immer krass, wenn du nachher Solo-Queue gehst spielen, siehst du einfach die Picks, die Toplane an der Worlds gekommen sind, siehst du auf der Solo-Queue. Das ist zum Teil Team so 4, 5 Leute. Also ja, es ist auch Meta, das, was da gespielt wird. Obwohl jetzt ein Teil ein bisschen genervt worden ist. Und Clit kommt da auch noch Scrabby über. Zack, 98 Gold. Ja, und der Rascal hat hier oben Pressure. Schön. Ist auch ein bisschen in der EP ahead. Das ist jetzt nicht mega viel, aber ja. Pinkwartli clearen. Clit ist da im gegnerischen Jungle unterwegs. Wird dort gedeckt vom Rascal. Ja, das ist cool mit aufgeladenen Wegen. Du kannst einfach den Ward wegmachen, weil du machst 3 Auto-Attacks. Ja, das sieht Toplane sicher gut aus vom Matchup. Midlane ist ein bisschen hinten drin. Ja, und sonst ist es eigentlich noch recht even. Also bis auf den Kill ist eigentlich noch nicht grossen Unterschied zu sehen. EDG holt jetzt da einfach auf der anderen Seite den Red Buff. Und Botlane muss jetzt dann da ein bisschen aufpassen. Aber ja, Jarvan geht Base, von dem her können sie dort pushen. Also pushen, einfach die Wave annehmen. Ja, da bin ich gespannt, was da Toplane noch so passiert. Ja, Midlane, Orianna wird nachher auf ihre Ult und ihr Schild begrenzt sein. Also der Damage schon, aber ich glaube, sie wird mehr als Support erstweilig. Also Support, Crowd Control, Schild, Damage. Das ist eigentlich alles, wenn sie ein bisschen im Spiel drin ist. Ja, wenn er schön dort Midlane etwas mehr gesehen mit der Shockwave. Der Drake ist auch ein Ocean Drake. Das heisst schon mal kein Ocean Soul. Jarvan wird 1000-mal pinkt da oben. Ja, ich denke, gut, jetzt wird er dann gesehen vom Ward oben dran. Ja, jetzt fängt dann der Fight um den Harald an. Also Dings ist EG schon mit 3 Leuten dort. BDD wird jetzt sicher nachher moven. So schnell sind sie nicht mit dem Harald. Aber ja, jetzt kommt da 5 Mal von EDG kommt rauf. Und mein Fortune ist tun, also wird es dann einfach gehen lassen. Und der Xin wird jetzt da schauen, ob er etwas kann abfarmen auf dem Rückweg. Ich glaube, Graves ist da genug safe durchgelaufen.
Ja, mal schauen, was dann der einsetzen. Meistens Midlane, haben wir eigentlich am meisten davon. Weil wenn die Midlane offen ist, ist die Karte am meisten offen. Ja, Klit findet da wahrscheinlich keinen Gank. Ist einfach gerade zu früh gespottet worden. Ja, und Botlane ist auch noch nicht viel passiert. Man merkt schon, mit den Range-Supportern haben sie viel mehr gefightet. Also ja, kommst du auch leichter an den Gegner ran. Und halt, wenn du mit Leona gehst oder mit Rakan, dann bist, also mit Rakan weniger, aber mit Leona bist du halt voll am Committen, wenn du gehst. Von dem her lernt die auch ihre Botlane eher allein. Aber jetzt auch da Miss Fortune hat jetzt da viel Solo unten dran bekommen. Aber Jin wird jetzt da auch wieder holen. Und ist auch im Farm jetzt nicht wegen hinten rein. Also wenn er jetzt den grossen Teil von dieser Wave noch bekommt, ja, er wird wahrscheinlich 4 Minions, wird er mindestens, ja, kommt sogar noch das Cannon Minion über. Also von dem her ist Botlane auch recht even. Ja, Scout kommt einfach immer wieder etwas vom Bölleli über. Aber das macht ihm nicht so viel. Jetzt sehen wir gerade Botlane recht even im Farm, wie wir vorher gesagt haben. Ja, Toplane ist wieder ruhig. Ja, es ist allgemein sehr ein ruhiges Spiel. Also für beide Teams geht es auch um alles. Dann nimmst du natürlich auch weniger das Risiko, als jetzt, wenn es Game 3 oder 4 ist. Jetzt, wenn es wirklich das Letzte ist, dann spielst du ein bisschen safer und gehst in der Regel weniger Risiken ein. Darum denke ich, jetzt wird es am Anfang noch ein bisschen ruhiger sein. Aber ich glaube, sie werden da schon einander ein bisschen auf die Kappe geben. Ja, jetzt kommt da Rascal kommt sein erstes Plating über die Toplane. Plating sind auch nicht so viel gefallen, jetzt auf der Botlane 1. Die Items sind jetzt Immortal Shield Bow fertig, Toplane. Ich würde sagen, Items sind noch nicht viel fertig, aber jetzt ist gerade fertig geworden. Dann nochmal der Versuch auf der Live, aber wird nicht so klappen. Aber jetzt sind es das 4. Botlane. Also wenn sie jetzt da mit dem Harald die pushen. Ja, und sie könnten den Turm sogar bekommen. Wenn man sich entscheidet, da zu committen drauf. Ja, wahrscheinlich lange jetzt nicht ganz. Wenn der Klit ist gespottet worden oben. Ich glaube, das war es für ihn. Ja, da kann er nichts mehr machen. Also EDG stark da. Jungle gespottet, turned. Turm fast weg. Ja, jetzt TP vom Rascal noch geforst. Ja, schönes Play von EDG. Also sie haben Platings bekommen. Ein Kill. Jetzt können wir jetzt noch Drake überführen, also von dem her top. Top notch. Was ist denn da? Ich vermisse den. vermisse den Lee Sin. Ja, es sieht so aus, als wäre das wirklich der Pick gewesen to go. Und halt GG auf Jarvan schon stark. Also ich kann 5 Runden gleich Champ spielen, geht es auch immer, also Ringer nicht, aber du adaptierst dich ja mehr mit dem Champion. Also ich muss sagen, GG konstante Leistung in dem Spiel. Also in der Series bis jetzt. Ich muss allgemein sagen, ich finde das Match sehr schön. Jetzt haben wir da einen Catch-Versuch vom BDD. Micro hätte noch Ult. Jetzt gefunden, besser disengagen. Das war wahrscheinlich eine schlauere Idee gewesen, weil da das halbe Team noch nachher kommt. Ja, und jetzt ist EDG doch, ist noch nicht so viel, aber 1,5k Gold sind es mittlerweile vorne. Toplane passiert immer noch nichts. Schauen, vielleicht kommen beide 0-0 aus dem Game raus, aber ich glaube es nicht. Mindestens, wenn das Team von je geht, oh, jetzt kommt der TP hinterher. Tower hat da fast kein Leben mehr. Jetzt ist natürlich auch 14. Minute durch, also Platings sind gefallen. Also werden sie sich jetzt auch versuchen zurückzuziehen. Scout da mit dem Versuch auf den... Ja! Der Versuch auf dem Rakan und
Oh, Gale Force mit dem Autotag zusammen. Ist er weg. Klit versucht dann noch etwas rauszuholen, aber wird wahrscheinlich auch dafür sterben. Und ja, EDG turned the fight. Also turned the fight, sie haben ihn vorbereitet, aber so close. BDD hat noch versucht, einen Kill rauszuholen und wird jetzt wahrscheinlich für den sterben, für den Versuch. Ja, und der Fight ist jetzt wirklich, jetzt wirklich voll in Richtung EDG gegangen. Ja, ich glaube, jetzt dreht es einfach nochmal auf EDG. Zeigen ihnen, wer der Boss ist auf der Karte. Die hören jetzt auch down. Ja, was wollte man da noch sagen? Gale Force, einfach krass. Aber sicher auf Max Range gewesen. Wir mal reinschauen. Ja, da die TP rein. Also sie sind dort eigentlich gefangen gewesen und der Turm hat kein Leben mehr gehabt. Also sie haben auch Minions anbringen. Dann das Scout mit Damage und Root auf dem Live. Dann der Versuch vom Live hier zu gehen. Hat dann aber entschieden, die Miss Fortunes zu schützen. Und dann Klid hinten dran mit dem... dann einen Kill geholt auf dem Rise. Aber da hat er dann einfach zu viel wollen. Also sein Team war zu low gewesen. Und dann noch Ult vom Jin hinten rein. Und jetzt doch da der Harry nochmal für Genji. Mal schauen, ob es ihn anlernt oder nicht. Nein, lauf doch hier, wenn du schon stirbst dafür. Double Stun von der Leona. Hei. Shockwave rein. Aber es langt einfach nicht vom Damage. Der Damage ist noch zu wenig. Und der Rascal hätte ihn einfach holen sollen. Hätte gewusst, dass er stirbt, wenn er reingeht. Er hätte ihn können haben. Aber er ist dort dann einmal rausgelaufen, anstatt ganz rein. Ja, nicht so worth gewesen. Ja, aber Genji versucht es. Aber EDG im Moment einfach mit 4K Gold zu weit vorne. Ja, sie spielen das super, EDG. Ich glaube, ja, das stärkste chinesische Team darf da schon etwas zeigen. Und unten dran, vielleicht geht jetzt in einem Spiel der Renekton-Pick nicht auf, aber also auf der Lane jetzt das mal wirklich super gewesen mit dem Renekton. Ja, Scout hat einfach Damage. Ja, GG hat sich dann doch nicht entschieden. Also hätte ich übergehen mit Standard-Combo und Ult. Ich glaube, ja, Renekton hätte ja noch Flash gehabt, von dem her hätte sich das nicht gelohnt. Der hat noch Zeit zu wasten. 15 Sekunden ist auch Drake wieder ready. Mittlerweile fast alle auf dem ersten Item, außer natürlich Supporter und der Oriana fehlt noch das Item. Ja, wenn sie das schon gehabt vorher im Fight, wäre es vielleicht gegangen. Shockwave war eigentlich schön gewesen, aber der Damage ist einfach noch nicht da. Das heisst, es wird entweder jetzt einen Fire oder einen Cloud Drake geben. Feuer oder Wolkendrache. Jetzt mal schauen, was es gibt. Und es gibt einen Wolkendrache. Also das heisst, für Genji sind sicher nicht traurig, wenn jetzt 2 Drakes hinten drin sind, dass nicht noch Feuerdrache kommt, der die bessere Seele hätte. Wie jetzt Cloud Drake. Gut dafür, wenn sie jetzt noch 4 Cloud Drakes bekommen, ist der Rakan auch glücklich drüber. Mal schön durchzwitschern mit der Ult. Ja, das könnte jetzt der erste Turm sein für Genji, wenn sie es schaffen. Ja, der Damage ist jetzt nicht so hoch, aber ich glaube, den haben sie. Da kommen sie auch mit dem Gold noch wieder ein bisschen näher. Also sind sie wieder auf 4K unten. Aber ja, sie müssen einfach die super Kombo mit der Shockwave landen und dem Renekton. Dann könnte das noch funktionieren. Aber im Moment 3 Kills auf dem Jhin. Wer sagt, ADCs sind nicht wichtig in dieser Meta? Sie sind es eben doch. Und ich weiß nicht, ob es jemand sagt, aber es wird sich halt viel nicht um Botlane gekümmert. Und mehr auf Midlane und Toplane geschaut. Also Toplane auch weniger, aber vielfach ja, ist Botlane doch nicht so entscheidend. Aber jetzt mit dem Jhin mit 3 Kills, da geht schon einiges ab. Wird aus dem Leben gecrittet. Ja, und da oben kann man jetzt schön den Turm nehmen. Wird gecovert vom Gigi. Mit dem GG Jarvan. Und ja, da muss ich jetzt Genji etwas überlegen.
Vielleicht ein bisschen mehr fighten oder Catches forcieren. Aber es ist wahrscheinlich schwierig. Da wieder ein bisschen für Vision gesorgt. Und hier unten kommt der Rascal vom Scout auf die Fresse über. Ja, da braucht es den Engage vom Live. Zusammen mit Miss Fortune Ult. Unten sehen wir noch eine schöne Baron Animation. Ja, meine Stimme langsam auch nicht mehr. Da schon mal noch etwas gesehen. Aber es ist mega schön, ist da zum Game 5 gekommen. Jetzt sehen wir da noch das Gold. Oben 500 Gold. Ja, Mitte ist 1000 Gold und ADC ist fast 2000. Also wirklich auf dem Chin steckt das meiste Gold im Moment. Support spielt nicht so eine Rolle. Aber ja, man sieht, auf der Top Mid und Botlane ist überall ein rechter Gold-Lead vorhanden. Also Top am wenigsten. Ja, jetzt müssen sie einfach da den Superfight finden. Ja, also ich muss sagen, Viper hat bis jetzt jedes Spiel eine gute Performance abgeliefert. Also auch jetzt auf dem Chin Granate. 400 Gold Shutdown. Ja, mal schauen. Ich glaube nicht, dass sie schon Baron machen wollen. Also sie haben auch nicht viel Baron-Schaden. Also mit dem Chin machst du nicht so viel. Graves ist okay. Ryze ist auch nicht mehr Machine Gun Ryze wie früher. Ich weiss noch die Zeiten von Faker. Nicht Ryze. Ja, das war schön gewesen. Gut, alle. Der hat es leider auch nicht geschafft, das Jahr. Aber für das, dass er eigentlich schon so lange dabei ist, ist er immer noch sackstark. Das bewundere ich schon. Damals hat es auch keine Tränen gegeben. Legendäre Moment. Faker, verzweifeln. Aber ja, ich bin wirklich positiv überrascht, wie weit das er noch kommt. Das ist halt wirklich das Aushängeschild von League of Legends. Und er kommt in jedem Trailer vor, von den Worlds. Jetzt da TP von Ryze. Geused. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, der kann ein bisschen Damage gemacht, aber es ist eigentlich nicht viel mehr. Einfach fürs Tempo. Der Ryze da oben gehabt. Ja, und jetzt bleibt es ein bisschen auf diesen 5k Gold. Jetzt 7 Sekunden der nächste Drake. Ich weiß nicht, ob sie den fighten oder nicht. Also wenn sie einen guten Engage finden, ja, aber sonst, wenn sie da ein bisschen Shockwave baiten. Stehen näher bei den Kugeln. Jetzt ist Ryze Midlane. Mal schauen, ob sie probieren so jetzt eingehen. Rakan sucht sich eine Flankposition. Jetzt Engage, schön Engage auf den Chin. Der kommt aber leider raus. Leona wird sicher nehmen für das. Hinten jetzt der Scout in der Backline. Chin mit der Ult. Rakan down. Alle ein bisschen low. Und jetzt Jarvan Ult. 2 verwünscht. Der Ryze haut Damage raus und kommt noch davon. Ja, ich glaube, EDG hat das. Ich bin schon nicht für Genji, aber ich bin mir so ein bisschen für den Underdog. Ich finde das amigs cool. Ja, und jetzt gibt es Baron oben drauf. Man sieht jetzt gerade, Ryze muss da sicher auch die ganzen Spells von Baron dodgen. Aber ja, der Fight voll in Richtung EDG ausgegangen. Da mit dem Flank vom Ryze von hinten und dass der Jhin rausgekommen ist dort und so viel Zeit erkauft hat, hat da zum Sieg geführt für den Fight. Ja, jetzt da Jarvan auch mit dem Sterox ready. Der überlebt er auch noch ein bisschen länger. Baron Powerplay. Schauen, 1,5 Gold schon voraus. Jetzt schauen wir uns das Replay nochmal an.
Also eigentlich der Engage vom Live sehr gut gewesen, aber dass dort der Jhin rauskommt, ja, und dann halt mit der Ult vom Jhin ist recht krass. Der Scout ist in der Backline, da halt der Graves und der Jarvan noch low und dann der Bounce dort vom Scout hat einfach ja, für den Fight, für den Damage gesorgt. Oh, er ist da nicht mehr ganz glücklich, aber ja, EDG war der Favorit gewesen und jetzt sieht es so aus, als könnten sie das Spiel heimbringen. Wir hoffen, dass da... Ja, es wäre cool. Es wäre das LPL gegen LCK-Finale, das wir sicher gerne nehmen würden, was es auch viel interessanter macht. Und EDG spielt wirklich gut. Solange sie nicht vom Renekton counterpickt werden, ist alles gut. Ja, und jetzt wird dann da wahrscheinlich auch das Powerplay recht aufgehen. Und darauf an, wie fest das sie jetzt forcen. Ich nehme an, der Toplane da wird auch noch fallen. Und jetzt mit 4 Leuten Toplane. Midlane Scout auch schon auf 3 Items, gleich wie der ADC von ihnen, der Jhin. Ja, und sie müssen auch nicht pressieren. Also sie können das auch slow abspielen. Jetzt Midlane kommt dann gerade Wave rein. Aber jetzt sind die nicht ganz synchronisiert. Also müssen sie ein bisschen hin und her switchen. Aber ich denke, mit der nächsten Top-Wave wird dann auch der Turm fallen. Das Scout muss auch schauen, dass er nicht abgeholt wird. Schön da mit dem... Oh, jetzt nochmal ein Fight-Versuch. Jarvan kommt raus, hat noch ein Sterax-Schild. Der Versuch war gut, aber wird wahrscheinlich nichts bringen. Also wird nichts bringen. Toplane wird fallen. Sie probiert jetzt noch Midlane etwas rauszuholen. Es ist einfach die Frage, was EDG daraus macht. Ob sie jetzt makrotechnisch in die Botlane pushen. Werden es machen. Der Scout ist wahrscheinlich dort zum Packports abbrechen. Macht er jetzt auch sauber. Das kommt jetzt natürlich nicht an, aber Inhibitor ist gefallen. Wir sind fast bei 10k Gold-Lead. Das ist im Moment bei 9. Ja, es ist jetzt schon recht eindeutig. Also EDG nochmal alles auspackt. Jetzt kann nach dem letzten Game. Ja, merke schon, dass sie höher geratet worden sind. Da auch. Ja, sobald Klit nicht mehr Sinn spielt, ja, ist schon immer gleich geil. Ja, und jetzt mit dem Goal-Read müssen sie einfach nur noch sauber abspielen. Sie haben nachher auch in einer Minute haben sie Soul. Also macht auch nicht einen grossen Unterschied, aber nimmst sicher mal, wenn du dich bekommst. Ein Champion, der gross profitiert von der Soul vom Drake. Hinten Catch versucht auf den Chichi, aber der geht einfach raus mit der Combo, Standard-Combo. Dann haben wir da den nächsten Turm und jetzt sind wir wirklich bei 10k Gold Lead. Also jetzt zurückkommen ist praktisch unmöglich. Also jetzt auch gerade gegen ein Team wie EDG hast du es eigentlich vergessen. Rise mit dem TP wieder zum Team. Ich glaube, dann werden sie jetzt hier Cloud Soul abholen. Nachher auf den nächsten Baron warten, der in einer Minute 38 kommt und dann wird das, glaube ich, zu Ende gebracht. Nochmal ein Fight beim Baron. Oh, und jetzt geht der Riederklit. GG ist auch drin. Aber ja, die sind einfach so tanky mittlerweile. Ich glaube, sie haben einfach keine Chance. Sie bringen den Damage nicht an, Shockwave auch nochmal. Aber nein, das wird nichts. Ohne den Scout gegen Rascal. Der wird jetzt auch sterben. Ah ja, ich glaube, das Schicksal ist besiegelt. Ich glaube, es wird EDG sein nächste Woche. Gegen Dan Wong. Na, Journey für nichts. Ich weiss nicht, ob sie jemanden catchen dort. Aber jetzt Rascal Flander holt dann nochmal die Soul dort hinten raus. Midlane wird aufgebrochen. Ich nehme an, das gibt auch nochmal einen Inhib. Also sie gehen jetzt einfach safe zurück, holen sich den Baron. Ja, ich nehme an, sie gehen zurück, geben alles Gold aus, Baron holen. Und nachher da dem ganzen Best of 5 Sendungen. Ich muss sagen, Gen G bis jetzt gut geschlagen.
Jetzt in den letzten 2 Spielen vielleicht auch ein bisschen müde gewesen. Oder einfach EDG hat nochmal aufs Gaspedal gedrückt. Engage eigentlich nicht so schlecht, aber der Damage ist einfach nicht rum und sie haben halt nicht können connecten auf den Engage vom Klid, auf den Chin. Dann ja, fehlt dann einfach total der Schaden. Rascal wird dann nochmal aus der Flank raus. Also kommt nicht in die Flank hier, wird dort vom Scout aufgehalten. Da sieht man es. Ja, er weiss schon eigentlich, dass es vorbei ist. Wissen wir eigentlich alle. Da Genji, Klid wird da nochmal abgeholt. Haben wir jetzt nicht gesehen, aber ja, jetzt Baron safe, ohne Jungler. Sie können es nicht mal fighten, also... Ja, schönes Game von EDG. Da nochmal Baron und dann... ja, also wenn sie jetzt nicht endet, dann... weiss ich also auch nicht. Ja. Schöne Plays. Genji gut gekämpft, besser als man erwartet hätte. Aber jetzt muss es das einfach gewesen sein. Ja, wahrscheinlich gibt es da dann nochmal eine Ult von Maiko. Oder ein Engage vom Gigi. Ja, was wollen sie machen? Gold Lead ist einfach zu krass. Wenn man bei Iagard wieder einfach aus dem Leben crittert, jetzt nochmal Jhin-Ult, um sich ein bisschen runterbursten, auseinanderzubringen. Hat zwar nur eins getroffen, aber was willst du? Ja, und jetzt mit den Minions zusammen wird da alles runtergefräset. 2 kennen Minions immer gut. Scout nimmt oben noch die Wave raus. Und der Turm wird jetzt dann auch fallen. Rascal versucht es nochmal, aber ja, kommt einfach nicht an und der Damage schlussendlich. Moll, wäre fast da gewesen für den Jhin. Aber ich meine, unten. Ja, man hat es versucht. Man hat nochmal versucht. Der Fight war gut gewesen für das, was sie noch haben können. Aber jetzt ist es das gewesen. Und GG, EDG geht ins Halbfinale. Geht ins Finale. EDG hat es geschafft. Genji muss leider heim. Aber ich würde sagen, verdienter Sieg gewesen. Gut geschlagen von Genji. Aber wirklich Performance vom Viper einfach super über die ganze Serie. GG, Jarvan, One-Trick. Nur Jarvan gespielt. Was willst du noch mehr? Ja, sehr schönes Spiel gewesen. Schlussendlich die Bessere gesiegt. EDG, super Leistung. Was sollte man noch mehr sagen? Ja, Hammer Plays. Schöne Serie gewesen. Und dann melde ich mich jetzt mittlerweile ab. Mag langsam nicht mehr reden. Hat Spass gemacht, mal ein bisschen zu casten, mal auszuprobieren. Und ja, vielleicht gibt es noch etwas daraus. Einen schönen zusammen, macht's gut und geniessen noch den angefangenen Abend. Ganz kurz zu meiner Selbsteinschätzung. Es hat mir wirklich, gut, ich habe es schon etwa 5 Mal gesagt, aber es war mega cool, um das zu machen. Was ich sehr gemerkt habe, ist, dass ich mich noch mehr muss mit, ich sage jetzt mal, mit den Meta-Champions auseinandersetzen, also noch ein bisschen mehr ihre Fähigkeiten hinschauen, lernen, vor allem wie ihre Fähigkeiten heissen. Also man sieht es jetzt ab und zu im Cast, wo ich ein bisschen nachschauen musste. Und so ein bisschen die Überlegung, dann, ob man das Ganze auf Englisch oder auf Deutsch sagen will. Ich denke, was ich auch noch gemerkt habe, was so ein bisschen schwierig war, ist die ganze Einschätzung auch von den Plays. Also wer hat wie viel Impact auf der Karte. Also ich sage jetzt mal am Schluss so die Schlusszusammenfassung vom Spiel dort. Darf ich auch noch mal ein bisschen tiefer in die Essenz eintauchen. Ist natürlich jetzt auch schwierig gewesen, sage jetzt mal, alles aufs Mal zu machen. Also Pickbahn, Casten, Auswertungen. Dann glaube ich, darf ich noch ein bisschen mehr gehypt sein. Also auch gerade für, wenn die Spiele fertig sind oder was sonst läuft. Was ich auch noch sehr schwierig gefunden habe, oder eher schwierig, sage ich jetzt mal, liegt wahrscheinlich auch mehr daran, wenn man allein ist. Dass man wirklich immer etwas zu erzählen weiss oder weiss, was man sagen kann. Von dem her wäre dort auch noch wichtig, dass man so ein bisschen, wie vorher angesprochen, die Themen hat, wo man dann, sage ich mal, ein bisschen besser nach die Lücken sozusagen fühlen kann, auch gerade in den Pausen. Ja, und ich denke, es wäre sicher cooler, wenn man das Zweite ist, weil da kann man ein bisschen abwechseln, kann Themen vom anderen aufgreifen. Und ja, aber es war auch sehr lässig. Ich denke, um so ein bisschen zu sehen, was auf der Karte läuft und so, ich sage auch fürs Spielen selber, noch ein bisschen mehr die Übersicht zu haben über das ganze Spiel, sehen, was läuft, wer ist wo von den Positionen her,
Und das finde ich eigentlich auch ganz lässig, um jetzt da mal ein bisschen mehr gesehen haben und ein bisschen das Gesamtbild für das Ganze bekommen. Ja, schlussendlich ist es für mich, ich sage jetzt mal, ein kleiner Erfolg, dem vielleicht ein bisschen schlimm, aber es hat mir einfach, ja, es hat mir einfach gezeigt, dass ich das gerne vielleicht noch ein bisschen mehr machen will. Oder immer mal wieder ein bisschen üben, besser werden, ein bisschen mehr in die Essenz wirklich einzutauchen, also auch wie die ganzen Skills, Cooldowns, mehr die ganzen Zahlen auch können zu wissen und somit auch den Leuten weiterzugeben. Ja, ich glaube, ich muss das noch ein bisschen mehr probieren, noch ein bisschen mehr schleifen dran und hoffe, dass dort dann etwas daraus werden. Ja, dann hätte es mich gefreut, falls ihr etwas eingeschaut habt. Eben sagen, was ihr denkt, was man verbessern kann. Und ja, lasst eure Kritik da. Hat mich gefreut und bis gleich mal. Tschüss zusammen.